You know, the 7 Thinking Steps. Mr. Couple, eh? You dreamed of. What are the 7 thinking steps? Ah, you dreamed of. You dream to. Leck. Leck, Bobby. Zum Glück habe ich Augen und habe gesehen, dass du schon das Aufnahmeknöpfchen gedrückt hast. Scheiße, ich habe gehofft, hast du noch nicht gesehen. Aber die Zahlen kommen wieder so gross aus. 3, 2, 1. Tatsächlich, die habe ich nicht gesehen. Aber nur Aha. oben gesehen, dass das Ding rot ist. Ach so, Mann. Hey. Schnitzeli. Wir machen jetzt seit fast 3 Jahren machen wir Podcast. Wir gehören langsam zu Veteranen, hätte ich gesagt. Ja. Ja, ist eigentlich, ja. Ja, Ja, Mann. schon so. Und immer noch haben wir keine Partnerschaft mit Spotify oder etwas und immer noch kratzen wir an unserer 50er-Kurve. Hey, unsere Zeit wird kommen. Ich spüre es. Im Pipi. Dann würde ich vielleicht mal zum Doktor gehen, wenn ich dich wäre. Na, vielleicht. Ah, ja. Hey, aber herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Brotkasten. Grüezi wohl. Grüezi. Wird eine sehr spannende Folge. Ja, vom Inhalt her wahrscheinlich eigentlich nicht ganz so lange. Aber vielleicht gleich. Ja. Mal schauen. Was wir also, zu diesen 2 Sachen, die wir sicher am meisten werden diskutieren, habe ich am wenigsten aufgeschrieben. Ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht aufschreiben. Da musst du einfach das Zeugs hören. Aber es ist, ja. Ich glaube, ich muss uns mal etwas kaufen. Irgend so ein Spoiler-Hütchen, das wir aufsetzen können. Oh no. so Spoiler. Und das sind wir nicht der Brotkasten, sondern die Spoiler-Brösmeli. Ich muss mal schauen, ob ich glaube. Nein, ich glaube, ich habe dort auch wegverkauft. Jetzt geht überlebt, ob ich meinen Heckspoiler vom Auto noch habe. Dann hätte ich schon stehen hinter alle aufgestellt. Achtung, Spoilerwarnung! Weißt du wie? Plötzlich lässt du noch so hinten auf. So. Das ist einfach Spoiler hinten dran. Das war so geil. Und dann stehst du einfach auf und gehst mein Bild umdrehen und da steht hinten drauf ein Spoiler. Ja, genau. Hey, apropos Auto und Spoiler, du. Hey, letzten Samstag, ich glaube, das wäre etwas für dich gewesen. Das war so ein Auto-Ami-Treffen. Wo? Wo war das? Das deren Ding. Der. Kann sein, dass ich vielleicht früher mal da war, ja. Wir sind früher noch viel gegangen, also so da treffen. Es hat so geile Kleber dort gehabt. Und ich hasse es. Mein Bruder hat sich ja ein neues Auto gekauft. Ja, ich habe ihn gesehen. Pontiac Trans Am, wenn ich es richtig habe. Sorry, genau. Brüder, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und das sind wir mit dem durch die Hände gebrettert. Ich habe mich verdammt geil gefühlt irgendwie, wo es nicht mein Auto ist. Und seither bin ich auch immer so ein bisschen am schauen, was gibt es für Autos. Einfach mal so ein bisschen rumschneuken. Es ist pure Hass. Aber ey, so schöne Autos und so schön sauber gepflegt. Es ist einfach geil, es ist einfach schön. Ja, voll. Hey, ich habe das. Die Brüder haben ein Auto gekauft, wo ich mir immer wieder überlege, ob ich mir mal so einen soll holen, weil es fährt bei uns auch so einen. Und genau auch in Rot und so. Oh, geil. Ich hätte aber auch lieber in Schwarz. Natürlich. Wenn denn. Ich habe von einen gesehen. Es gibt einen schwarzen. Ja. Aber ich weiss nicht, wäre schon mal etwa so 5000 gestutzt, da habe ich mir gedacht, so, Ah, du meinst zum Verkaufen, ja? Ja. Dann habe ich mir gedacht, so 5 Riesen für so einen Klapp, ich weiss nicht. Ja, ich weiss jetzt auch gerade nicht, was die Preise für so eine 80er Jahre Trans Am ist. Hey, aber tatsächlich habe ich wirklich das Gefühl, die sind, also das ist das, was ich denke und vermute. Ja. Ich finde, die sind gar nicht so teuer. Also das, was ich jetzt gesehen habe, so zwischen
sie Eben sind, 5'000 bis 20'000, bis ja, 30'000 Franken. sie sind nie so wirklich mega teuer gewesen, weil es sind immer ein bisschen die eher unbeliebten. Wenn die Leute einen haben wollen, dann haben sie den vorherigen wollen, die Ja, vorherigen, die ja. mit dem Feuervogel vorne drauf und so. Mhm. Die, wo man aus dem Film mit dem Burt Reynolds kennt und so. Weil es ist halt auch, genau dort so 70er, 80er Jahre ist halt die Ölkrise gewesen. Ja. Und dann haben die Amis zwar immer noch grossmotorige Autos gebaut, aber die sicher haben halt einfach keine Leistung. Also weißt du, da redest du von einem 5,7 Liter Motor mit 180 PS oder so. Ja. Und du einfach denkst, Kollege, das hat jeder 2 Liter Motor heute, also der hat das Doppelte heute. Also klar, natürlich ist auch ein technischer Ja. Fortschritt, aber die haben halt alles ein bisschen minimiert, weil sie Mhm. Ölmangel hatten. Ja. Sprich, Benzin und alles teurer geworden und dann haben sie gesagt, ja, Kacke. Kacke. Und darum findest du viele solche Autos von den Amis in diesen Jahren, 70er, 80er Jahren, wo einfach nicht so beliebt sind, weil es halt eben einfach keine Leistung hat. Du kannst aber Ja. relativ einfach Leistung rausholen, teilweise aus denen. Das ist eigentlich noch geil. Ja, das siehst du wirklich auch so Kehren, wo oft machst und dann siehst also du hast das Gefühl, da ist ein brandneuer Motor drin. Also so sieht es aus. Eben ja, Ja, von Autos. Ich Auto, ich fahre, ich finde Auto schön, ich Auto kaufe, fahre, fertig. Und das ist so meins. Aber eben, ein bisschen anschauen und so ist Creme. Aber eben, ich kann meine Lampe wechseln. Und ich kann tanken. das ist noch wichtiger. Ich hab mir schier mal so einen gekauft, weil mein Mech, dort wo ich meine Autos immer bringe, der hat sehr lang auch so einen Trans Am rumstehen gehabt. Mhm. Und das Geile war halt, der war schon halb umgebaut. Zu einem Kit. Und der ist die ganze Zeit, der ist sicher 2 Jahre in der Werkstatt drin, dort auf dem Lift gestanden. Und jedes Mal, wenn ich irgendwann etwas vorbei bin, habe ich gesagt, Beat, jetzt wollen wir einfach irgendwie, wenn wir das mal, weißt du, also ich kann nicht jedes Ja. Mal da reinkommen und das Ding dort einfach so vor sich hinrotten sehen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja du, gell, ich würde ja gerne, aber das ist irgendwie von einem Kunden gewesen, hat er gesagt. Der hat er gebracht, hat eine Nachzahlung gemacht und dann auf Nimmerwiedersehen. Ja, ich dachte, ja, Super. geil. Er hat gesagt, ja, weißt du, Teile und so hat die alles. Und er hat mir eigentlich gezeigt. Er hat gesagt, da, schau, das Cockpit, das ist das ganze Cockpit mit der ganzen Verkabelung, mit dem speziellen Steuerrad und alles, alle Knöpfe, alles wäre dumm gewesen. Da habe ich mal wirklich, eigentlich habe ich wirklich ernst mit ihm geredet, hat er mir erzählt, was man machen muss, wie viel Geld, und das ist Ja. einfach gerade ein bisschen... Ich habe gerade, glaube ich, frisch den Dodge gekauft. Mhm. Ja, und dann ist es einfach finanziell nicht gerade drin gelegen, den auch noch zu machen. Das ist so, das ist schade. Ja, gut, eben, wenn ich finanzielle. Ich habe ein Auto gesehen auch auf dieser Seite, wenn ich die finanzielle Möglichkeit hätte, ja, sofort. Weil das ist auch irgendwie Ja, so eine, ja. was ist das? Auch so eine uralte Karre, die man umgebaut hat, die geil aussieht, wie so ein James-Bond-Auto. Wirklich, Okay. aber wo drinnen steht, hey, der ist auf den neuesten Stand und so. Er sieht einfach alt aus von außen. Ah, so Aber ein irgendwie- Resto-Mode, ja. Ja, einfach der 256.000 Böcke und ich so, what? Ja, ja, Resto-Mods sind hure teuer. Aber es sieht einfach schon geil aus. Aber sie sind halt wirklich teilweise mega gut gemacht. Also, ich habe es auch schon ein bisschen angeschaut, auch an den Treffen hat es teilweise... Es hat einen gehabt, der hat wirklich... Das Ding ist, glaube fast eine halbe Kiste wert. Der hat so einen... was war es? Ein alter Charger. Irgendwie so, glaube ja, ich glaube, es war ein 69er oder irgendetwas dort rum. 69er Jahrgang Charger. Hat er hat eigentlich alles rausgenommen Mhm.
und innen alles vom Nagelneu. Und auch das Oh, Fahrwerk geil. und einfach alles neu. Und das Ding ist einfach absolut Schmuckstück. Nein, es war richtig geil. Geil. Aber eben, wenn du das Geld hast, ja. Wenn nicht, dann scheiße. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hey, wir sind Aber noch im Intro und wir reden nicht über Games. Das ist schon mal ein Fortschritt. ja, voll. Also wenn du Interesse so etwas hast, lass mal reden. Ich habe kein Geld. Nein, aber Also das, was ich noch habe, das kostet auch nicht 250'000 Stutz oder so. nein, das so oder so nicht. Aber eben, ich meine, es hast, eben, du kannst viel rumschauen, es gibt viele coole Sachen. Und ja, irgendwie so. Brütsch hat mir da gezeigt, so eine alte Citroën-Schleuder, die mein Vater auch mal hatte. Dann hat es auch nicht von Autos gegeben und so. Und ich bin überall ein bisschen am Umschneiden und einfach nur Lucky. Ja, aus dem Lucky. Ja, Wenn ich dann kenne es. plötzlich mal so, das wäre ja eigentlich gar nicht so teuer, weißt du? Ja, Und dann ja. fährst du an verrechnen und dann, weißt du, wenn ich noch eine Wechselnummer mache mit meinem anderen Auto, dann kann ich dort auch noch sparen. Mhm. Ja, mal schauen, was Versicherung wäre jetzt auch noch im Rahmen. Es kommt, glaube ich, auch noch darauf an, ob du ihn als Oldtimer dann einlösen oder nicht. Das hat ja auch noch ganz unterschiedliche. Ja. Also, Dann bist du dann einfach schnell mal eingeschränkt auch. Weil dann musst du ja gewisse Sachen halten, auch glaube Kilometer pro Jahr, die du fährst. Und, Ja, genau. damit du den Oldtimer-Status bekommst. Und Genau. das Auto muss einen gewissen Originalzustand haben, glaube ich. Ja, ich muss mal schauen, die Corvette ist glaube ich jetzt so langsam. Ich glaube nächstes Jahr. Ja. Nächstes Jahr wird sie 30-jährig. Jesus. Ja, weißt du, wenn du das Auto anschaust, wenn ich von einem 30-jährigen Auto so in meinem Kopf studiere, dann sehe ich auch wirklich so alte Autos. Ja. Aber schaue ich meinen an, dann denke ich, ja, der ist ja gar noch nicht so alt. Ja, gut, wenn ich denke, ich habe ja mit Kia, der ist auch schon 13. Also eben, ist nicht vergleichbar mit 30, aber ja, Ja. das hat man noch mal gar nicht zum Kopf. Ich habe den jetzt auch schon seit etwa 8 oder 9 Jahren. Das ist kaputt. Ja, voll. Ich habe es gerade an das Jahr wieder gedacht, als ich den Dodge aus der Garage rausgeholt habe. Habe ich, ist mir plötzlich so, ich muss so schnell etwas durchdrücken, weil ich sehe es gerade schon nicht, mein genaues Datum tatsächlich. Da habe ich gedacht, what the hell? Seit wann habe ich das Auto? Ich bin bei dem immer fasziniert. Ich finde immer, das ist so ein modernes Auto. Mhm. Und dann denke ich mir auch schon, Jesus, das Ding hast du jetzt einfach auch schon. Was habe ich denn gekauft? Vor 7 Jahren. Ja, ich glaube 2019. Ja, voll. Sie trennt einfach, das ist kaputt. Ja, und Corvette habe ich auch. Die habe ich jetzt 13 Jahre. 2013, nach meiner Weiterbildung, habe ich mir Die habe ich noch nie gegönnt. gesehen, gell? Ja, Nein, soll ich ich sagen. glaube, ich habe nur die Dodge gesehen, von außen und von innen. Ja, die andere wird, die Habe ich da gerade einen Wunden aufgerissen? ein bisschen. Oh, okay. Jedes Mal, also weißt du, es ist eigentlich einfach schlimm, sogar mein Mechaniker macht Witzli drüber. Wenn ich rein zu laufen komme und so und sie irgendwie etwas wegen der vielleicht wenn ich wieder mal so MFK mache oder ich bringe sie jetzt sowieso. Ich habe es klampert, glaube ich, irgendetwas und will mal, soll mal drüber schauen. Jetzt muss ich dort reinlaufen und sagen, du, mit der Corvette. Und dann
dann schaut er mich schon so an, lacht und sagt, hast du sie immer noch? Ich habe immer wieder mal gesagt, ja, ich glaube, jetzt verkaufen sie dann. Dann habe ich MFK gemacht, es ist wieder top da gestanden. Ja, ich glaube, jetzt ist die Zeit, jetzt verkaufen sie dann. So ein Jahr später musste ich die Batterie wechseln. Dann hat es halt wirklich angefangen. Ich habe gemeint, willst du sie verkaufen? Und ich, ja. Ja, ich bin jetzt das letzte Jahr doch zweimal gefahren. So, Ja, das ist halt schon, ja. gell. Es ist halt mein erstes so Auto in dieser Art. Also, es war nicht mein erstes Auto, aber das erste ein bisschen spezielle Auto, das ich mir halt gegönnt habe. Und das ist halt schon ein bisschen anders Was, dem. was ist denn dein erste Auto, das du gehabt hast? Wo wirklich dir gehört hat? Was wirklich mir gehört hat, was ich selber Ja. gekauft habe, Ja. das ist ein 1999er Honda Accord gsi. Ja. Und den hatte ich einen Monat gehabt, und da ist mir der Taxifahrer drin. Dann wieder wegrühren. Scheiße. Und dann bin das ist so eine Pain-Story. Ich meine, ich bin ja mega dankbar gewesen, schlussendlich dafür auch. Aber mein Vater hat mir nachher, der hat in einer Autogarage gearbeitet, also im Verkauf. Mhm. Und dann haben sie dort gerade irgendwie so für 4000 Franken so einen kleinen Hudli Renault Clio gehabt. Und ich so, ja, Scheiße. Ja, dann bin ich ein halbes Jahr mit dem gefahren nachher. Und dann habe ich wieder einen Honda Accord gefunden, fast genau der gleiche, sogar ein bisschen besser, besser, schöner als den, den ich vorher hatte. Aber ja, ein Honda Accord war mein erstes eigengezahltes Auto. Ja. Cool. Das war nice. Und dies? Ich finde es lustig, und wir haben eben auch letztes darüber gehabt, wo wir dort rausgefahren sind. Und mein erstes Auto, das ich mir gekauft habe, war ein Ford Mondeo. Das ist ein riesiges Schlachtschiff. Ja. Wir sind da Proben fahren. Ich habe dort noch nie mit Automatik zu tun gehabt. Also das erste Mal in einen Automat reingehockt. Darf ich raten? Ja, ich habe die Bremse gedrückt. Hast du den Kopfnicker gemacht? Und vor allem weißt du, der er verkauft hat, ist neben dran gestanden und hat immer gesagt, nimm den Fuß von dieser Bremse weg. Ja, das ist auch wirklich. Aber das war wirklich so das Umdenken gewesen. Und da habe ich für 2500 Franken gekauft und wir haben den einfach El Bandi getauft. Weil wir das Gefühl hatten, er hat einfach keinen Bock mehr. Weil, oh nein. weil der ist noch gefahren, etwa ein Jahr. Mit dem habe ich mal komplett gezügelt. Der hat so viel Platz drinnen gehabt. Ah, ist es der Kombi in dem Fall? Ja. Okay. Und also wir sind mit dem auf der Autobahn gefahren und so, und dann haben wir einfach plötzlich abgestellt. Während dem Fahren, dann ist wieder so anlassen und denken so, Alter, lass wieder an. Okay. Eben darum, jetzt wollte ich nicht mehr, tschüss. Und ich weiss noch, ich bin mit dem immer ins Geschäft gefahren, dann bin ich mal heimgefahren. Ich dachte, Alter, was stinkt da so grusig? Dann habe ich nebenan einen Lastwagen gesehen, der irgendetwas geladen hat. Dann habe ich gedacht, ja, das war der gewesen. Bin ich mit 120 über die Autobahn drüber gebrettert. Bin heimgekommen und mein Bruder hatte damals noch eine Ausbildung für Automobilfachmann. Also so 0815 hat er kennt. Oder auch ein bisschen mehr. Und dann habe ich gesagt, hey, du gehst heute oben weg. Mir denkt, der stinkt, kannst du mal schauen. Dann hat er, ja. Dann hat er gesagt, du, der stinkt. Ja, ich gehe ihn morgen zum Dings bringen, in die Werkstatt. Dann haben sie ihn aufgepackt. Dann schaut er unten dran und schaut mein Bruder an und sagt, also, dein Bruder ist mit 120 auf der Autobahn gefahren. Dann sagt mein Bruder, ja. Dann muss man da die Bremse anschauen. Jetzt hat die Bremsklammer festgehabt. Unter anderem Ballern mit 102. Ja. Das ist ja nichts gehört. Ich habe nichts gemerkt, so weißt du, irgendwie so. Ja. Und dann haben wir gesagt, du, das zu renovieren und so, wäre sich überall ein bisschen verrostet und so. Das würde mehr kosten, wenn er das nicht. Ja, dann haben wir ihn halt gehen, der Bandi. Ja, manchmal muss. Das ist, wenn es sich nicht mehr rechnet, dann.
Ist aber ein richtig gutes Auto gewesen, tatsächlich. Ja, Abgesehen von dem, was er abgestellt hat. ja, das irgendwann haben halt die Auto auch ihre Alter erreicht, gell? Und dann, ja, Ja. kannst du auch Und nichts machen. vor allem, der hat ja, glaube ich, 200'000 hat er auf dem Tacho gehabt. Ja, gut, okay, Ja. ja. Eben für 2,5 Reisen habe ich gedacht, du komm, da fahren wir jetzt noch in 2 Jahren. Also von dem an bin ich ausgegangen. Ja, Und jetzt der Kia, da habe ich mit 80'000 habe ich den gekauft. Und bin jetzt auch bei 240'000 Kilometer. krass, ey. Dem bin ich auch ein bisschen gefahren, ja. Ein bisschen Panzer. Ja, früher habe ich schon auch noch, also heute mache ich nicht mehr so viele Kilometer. Mhm. Durch das, dass ich halt daheim arbeite und nicht mehr ins Büro fahre. Und wenn ich ins Ja. Büro fahre, gehe ich mit dem Zug, weil wir halt keinen Parkplatz oder so dort haben, so wirklich in Zürich. Ja. Aber früher, also das sind locker 25.000 bis 30.000 Kilometer im Jahr geschnetzelt worden mit meinem Hey. Auto. Das ist easy. Ja. Da sind wir halt auch schon so bei uns so im Freundeskreis so klicken. Wir sind halt alle ein bisschen autovernarrt gewesen. Das heisst, am Wochenende, du hast dich am Freitagabend getroffen, du bist zuerst mal irgendwie so ein paar Kilometer gefahren und dann bist du irgendwo reingehockt oder draussen gehockt. Und das hat Wochenende gegeben, da haben wir locker 1000, 2000 Kilometer gemacht. Ja. Einfach Also, weil wir sind rumgefahren. ich meine, ich bin ja auch mit dem Auto permanent auf Deutschland raus, gehe die Lisa besuchen und dann wieder heim. Ja. Hast du auch immer so 600 Kilometer am Stück gemacht? Ja, aber so Zeug, wir sind auch immer wieder auf Deutschland raus oder dort hin und da hin und wie hier. Gut, 2000 ist jetzt ein bisschen viel, wenn ich es gerade so überlege. Aber so 1000 Kilometer haben wir easy mal Ja, das schaffst du easy, ja. Absolut. Wieder irgendwie, komm, gehen wir morgen fahren wir gerade auf den Gotthard rauf. Oh ja. Warum gehen wir eigentlich nicht jetzt? Ja, könnte man auch. Okay, gut. Dann sind wir halt irgendwie Nacht um 11 Uhr noch losgefahren und so Zeugs. Ja. Weißt du, was machst du heute Abend? Dann hörst du einfach so, und dann steht er schon vor der Tür raus. Das war teilweise geil gewesen. Es hat eine Zeit gegeben, da haben wir eigentlich fast nicht müssen irgendwie gross abmachen. Weil du hast gewusst, bei dem Zeitpunkt, die kommen, die nicht kommen nicht. Mhm. Und Das dein ist super. Kollege von der Hütte, da sind alle Autos gestanden. Weil alle zusammen natürlich mit dem Auto gekommen sind. Zum Glück haben sie viel Platz gehabt. Oh, das ist geil. War eine halbe Autoshow gewesen, alle. Ja. Ja, aber eben, heutzutage schaust du auch ein bisschen drauf, eben wegen Umwelt und sonst Zeug, je nachdem. Vielleicht. Oder auch Benzin. Doch. Ja. Also eben in den meisten Fällen, wenn ich jetzt auf irgendwie ans Auto nach Bahnhof gehe oder so, oder ich weiss, ich fahre mit dem Zug, dann nehme ich auch den Bus und fahre bis auf Auto. Ja, absolut. Das, Also wenn ich mit dem Zug... Also gut, ich habe das Glück, ich habe 5 Minuten am Bahnhof. Also ja, ich muss da gar nicht gross mit dem Bus. Aber ja. genau. Hey, aber ja. Haben wir jetzt sogar einen Göppel zu da. Also ja, den vom Cousin habe ich bekommen, das Velo. Da dachte ich, ja komm, wieder mal ein bisschen die Wädli trainieren und so. Ja, kein Wunder, bist du Krampf. Ja, eben nicht. Ja, also. Because I'm eating bananas. Monkey eat banana, monkey not drive bike. And have no cramps. No cramps. Genau. Scheissdreck. Ah. Aber ja. Cool. Finde ich geil. Und ich muss jetzt mal... Ich mache jetzt ganz so voll die Überleitung. Das Intro ist erstens mal völlig nicht geplant oder gescriptet. Also wir machen ja eh nichts geplant in unserem Podcast. Das ist schon so, ja. Das ist jetzt, also dass wir jetzt über Auto geredet haben und so, das ist einfach völlig random gekommen. Aber lieber Blatsch, vielen Dank für deinen Kommentar. Und das sollte jetzt eigentlich so deinem Kommentar widersprechen. Dass wir natürlich nie über Games reden und fast nie auch die Hälfte vom Podcast ausmacht. Diesmal nicht. Dieses Mal nicht. Und ich glaube nicht der Einzige, der das... Ja, der Part sind auch 1 Stunde Intro und davon sogar noch 30 Minuten über Gaming. Mein Bruder auch. Ich aus nicht so einer krassen, ich bin auch nicht so auf Game Review aus.
Aber ich finde, dass wir es schön finden, wenn man gleich über Games reden kann. Aber ja, Es ist so gut. hey, es ist halt ein grosser Teil von unserem Leben. Also, und ich finde es einen Absolut. coolen Teil, tatsächlich. Ja, Werde absolut. ich nicht missen, keine Minute. Also was jetzt? Autos oder Gaming? Ja, Ich für mich Teil Gaming. okay. Ja, beides. Also was heisst, wenn ich nicht so aufgewachsen wäre ich vielleicht Autos, hätte ich weniger Stellenwert bei mir. Oder wäre ich vielleicht weniger so fasziniert von denen. Mhm. Aber ich glaube, ja, das Gaming ist schon, das ist mir nicht einfach so, ja gut, mal eigentlich, wenn ich es überlegen. Mein Vater war der, der mit den ersten MS-DOS Formel 1 Games kam, mit Lemmings. Und dann er hat auch das erste MS-DOS. Need for Speed Hot Pursuit. Mal, eigentlich ist einfach bei beiden mein Vater die Schuld. Er hat mich zu den Auto gebracht, er hat mich zum Gamen gebracht. Was ich mal meiner Mutter sagen, sie hätte früher gar nicht so viel müssen schimpfen mit mir, weil ich bin nicht schuld. Gut, da habe ich schon gewonnen. Ja, bei mir war es die Mutter, wo mir das Gamen in die Wiege gelegt hat und sagen wir es mal so, die ganze Kreativität ist viel auch von ihr gekommen. Mhm. Aber Geschichten erzählen, das habe ich vom Vater. Okay. Hey, der konnte Zeugs erzählen, sagt er's. Ja, das war schon unglaublich gewesen. Aber Kreativität und eben so das Gamen, ja, sie hat einen Super Nintendo mit heimgebracht mit Super Mario. Okay. Ja. Das hat es nie gegeben. Bei uns ist ein PC angestellt worden. Und Ah, dann hat ja. es geheißen, da, schau mal, was der kann. Es ist aber eigentlich noch krass, wenn ich so überlege, ich bin ziemlich spät erst mit PC in Berührung gekommen. Okay. Weil ich habe viel eben Super Nintendo, Nintendo 64 und Game Boy, vor allem Game Boy. Der, ich glaube, der Sieg hat einfach 24 Stunden lang am Brennt gefühlt. Ich, der, also vor allem mein Game Boy Advanced SP, das war so der erste, den du aufklappen konntest. Ja, Und genau. der hat Licht drin. Ja, voll. Und das war so geil. Einfach scheißegal, ob es hell war oder dunkel. Ey, wirklich. Also mein Auto habe ich immer noch da. Aber der geht nicht mehr. Ja, ja, Das ist schade. der Akku durch. Jetzt weißt du Es auch, ist- es gibt ja mittlerweile so Umbau-Kit, wo kannst einerseits halt Ja, neue Akkus oder bessere Displays und so. ja, musst teilweise auch nicht einmal mehr. Ich habe mal gesehen, dass es sogar einen Adapter gibt für einen PC. Das ist ein USB-Stecker, den kannst du einstecken und dann kannst du deine Cartridge rein tun. Weil das ist, glaube ich, fast mehr das Problem, dass die Cartridge, da ist ja dort die Batterie drin Ja, und dann kannst du nicht mehr speichern. genau. Dann musst du das ganze Ding auseinanderrupfen, kannst wieder zusammen tun und dann geht es wieder. Aber tatsächlich, dass der Adapter, da kannst du das rein tun und nachher kannst du die ganze Spielfortschritt kannst du auf dem PC speichern. Das ist eben hure Okay. geil. Ich habe mir schon Ewigkeiten mal überlegt, das eins zu kaufen. Aber ich habe es immer wieder vergessen. Nachher ist dann halt die Frage, willst du das? Weil eigentlich war es so gerade das Schönste gewesen, weil der Game Boy Advanced SP, der hat mich ins Militär begleitet, weil der hast du auch in die Bunker reinnehmen, weil das war der einzige gewesen, der nicht irgendwie so einen Schrittzähler oder irgendetwas aufgenommen hat, sondern der hat einfach nur Licht gehabt. Und ich glaube, jeder zweite oder dritte im Militär hat so einen im Hosensack gehabt. So gut. Aber Das, ist cool, wieder, das sind wieder unsere Spezialistentruppe. He? ja, sicher, ja. Mhm. Keine Granaten dabei, aber Hauptsache Gameboy. Kannst du alles Granaten brauchen. Ja, Du kannst die Lithium-Batterie aufstechen. Ja, ich wollte sagen. Der brennt auch. Oh je. Aber du Okay. bist ja beim Blatsch gewesen. Ja, aber gleich, also Gameboys habe ich nie gehabt. Ich bin hure früh, also aber durch das, dass mein Vater halt einen gehabt hat oder gekauft hat, schon recht früh, bin ich halt mega früh in Kontakt mit PCs gekommen. Ich glaube, ich bin bei uns in der Klasse einer der ersten gewesen,
daheim einen PC stehen hatte, so einen Homecomputer halt. Okay. Gut, ich bin halt in einem ländlichen Dorf aufgewachsen, also er kommt halt Ja. dazu. Aber nichtsdestotrotz ist da schon ein bisschen etwas Spezielles. Was kann das sein? Als ich meinen ersten eigenen hatte im Zimmer, haben wir, das sind auch noch so weißt du, die heutigen. Und jetzt töne ich wieder, jetzt wird der Barracks wieder lachen, jetzt töne ich wieder wie so ein alter Mann. Die heutigen können das gar nicht nachfühlen, dass das Zweite an einer Tastatur so vor dem PC sitzt, so verkrüppelt. Ja. Und das Zweite dort den Bomberman spielst zum Beispiel. Ja. Trennt WASD unter anderem die Pfeile-Taste. Ja, genau. Absolut. Absolut. Die können sich auch nie vorstellen, einen 19 Zoll Monitor. So einen Röhrenbildschirm. Früher hast du noch einen Tisch haben, damit die Dinge nicht zusammenkrachen. Ja, es waren riesen Möcke. Hey. Ich weiss, mein Cousin hat sich mal, wo eigentlich alle zusammen schon im Wechsel waren, ich weiss, ich habe meinen ersten Flachbildschirm, damals waren es flach, ja, habe ich schon gehabt. Und dann hat er sich, einen 24 Zoll Monitor gekauft. Mhm. Und ist mit dem auch an die Lanz gekommen. Also ein Röhrenbildschirm? Ein Röhrenbildschirm. Jesus Gott! Hey, das ist, ich sag dir, er ist, man muss sagen, also weißt, es hat gewisse Berechtigungen gegeben, nur Röhrenbildschirme zu kaufen. Einfach, er ist wirklich kompetitiv damals Counter-Strike am Spielen gewesen, halt 1.6 und Source, das nachher gekommen ist. Und dort, das Thema hast du heute fast nicht mehr, aber sie schreiben es trotzdem überall noch an. Die Röhrenmonitore haben halt höhere Frequenzen können, schnelleres Bild, also weniger Latenz zwischen der Aktion und das du siehst. Heute haben das die normalen Bildschirme eigentlich auch. Also, ich glaube, du findest fast keinen mehr unter 1 Millisekunde Reaktionszeit hat. Aber du warst halt noch so das Ding gewesen, und er hat sich gesagt, hey, für mich bringt das einfach mehr. Und wir haben normal gesagt, Bruder, dann kauft er aber so einen 19 Zoll, aber sicher nicht einen 24er. Vor allem, wie schwer ist der? Das war schwer. Man hat gedacht, schon der 19 Zollner war irgendwie so etwa 10 Kilo gewesen, oder nicht? Das ist ich weiss nicht, wie schwer das war. Aber ich weiss, er hat auch ein eigenes Case, er hat einen eigenen Computer gebastelt. Ja. Und das ist, er hat es aus Plexiglas, er hat einen PC gemacht, den er flach anlegen konnte, den er nicht aufgestellt hat. Ja. Ja. Und die Idee war eigentlich halt, dass er den an der LAN mitnehmen kann, auf den Tisch stellen und oben drauf den Monitor. Er hat dann irgendwann gemerkt, ich glaube, den Mann vielleicht muss ich das Plexi ein bisschen verstärken. Hey, Katastrophe. Hey. Und mit dem, ich weiss, wir haben immer so verflucht, wenn wir an LAN-Partys sind. Wir sind an Mystery LAN. Das ist die grösste LAN, die es in der Schweiz bis dato gegeben hat. Wirklich. Also, der Troy zum Beispiel war auch, das weiss ich. Wir haben mal darüber geredet. Und ich habe von den Eltern so einen Mercedes A-Klasse, die erste, gestellt bekommen. Weil mein Vater hat halt bei Mercedes gearbeitet. Und ich musste irgendwie die Lehre kommen auch. Und da hatte ich so eine gehabt. Und wir waren das dritte gewesen. Das heisst, du hast 3 Computer mit Bildschirmen und allem drum und dran, das kleine verdammte Auto und auch halt Schlafsäcke und alles, was in das Ding packen. Genau. Und er kommt mit dem verdammten 24 Zoll CRT. Hey, wir haben ich weiss, wir haben schon gesagt, hey, wir lassen dich einfach, also wir teilen wir da. Du kannst jetzt während dem Weg immer schnell einen Steg suchen und dann kaufst du dir irgendeinen Flachbildschirm. Ja. Und wir haben es dann doch noch irgendwie geschafft. Ja, aber es ist schon. Eben, ich meine, ich bin früher auch mit, weiss ich, Gucker was als LAN-Party und heute Laptop, wirklich. Monitor fertig, wenn höchstens. Ja. Ich habe sogar das letzte Mal im Bunker habe ich gar keinen Monitor, ich habe nur den Laptop dabei gehabt. Ja. Und da habe ich
ich habe mir wie sagst du denn? Ja, so ein Gestell oder so ein Ding gekauft, wo ich den Mhm. Laptop drauf tun kann. Dann kann er gut belüften. Mhm. Und ich kann den Laptop so einstellen, dass der Bildschirm halt so ist, wie wenn er auf einem Gerade oben normalen machen, Bildschirm ja. ist, weißt du? Das war Das verdammt ist gut natürlich gewesen, das habe ich cool, mehr. ja. Aber es kommt halt mit Tastatur und so ein bisschen weg. Habe ich immer wieder die Tastatur Ja, vornehmen, wieder hinterher tun, wenn ich gezockt habe, wieder vornehmen, wenn ich will schreiben. Das war ein bisschen mühsam gewesen. ja dann machst du den da. Dann so. Wenn du Nein. weit unten hast, dann habe ich Ah, eben ja. gehabt, wo ich halt nicht, wo bin ich? Nicht Game letztes Jahr. Weil da ist mein Auto in die Werkstatt gegangen. Weil ich dort nicht mehr abschliessen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie mögen irgendwie den Sicherungskasten neu bestellen. Und ich so, nein, super. Wenn jetzt so das Netgame. Und zu oben hätte ich eigentlich noch müssen gehen, meinem Onkel etwas helfen. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich nehme einfach nur den Schlafsack mit. Einfach eine Tasche mit dem Laptop drin fertig. Und dann bin ich mit dem einfach in den Zug gehockt, Ja, voll. wird nicht Game fahren, den Laptop aufgestellt, ich glaube nicht mal die Tastatur mitgenommen. Nicht. Und das war super. Ja, Hat gelangt. absolut, glaube ich. Ja. Glaube ich. Du musst nicht immer ein riesen Ding mitnehmen. Ich nehme Vor meinen allem PC eben. auch nur noch an eine LAN-Party, und zwar an die Lock and Load. Aber Rest, wenn ich irgendwie an etwas anderes Ja, kann, ich ja. mit dem Laptop. Ja, gut, eben. Das ist das, was ich mit dem mal gesagt habe. Weil meistens an den LAN-Partys, da spielst du selten ganz neuen Shit. Ich meine, Absolut. auf was haben wir am meisten Freude am Schluss? Fucking Warcraft 3. Ja. Einfach die alten. Ja, was ist es so? Es ist halt wirklich. Hey, ja. Ja. Darum eben auch im Bunker. Ich habe gewusst, was wir dort spielen. Weil eben, das ist eine Truppe. Wir machen jetzt seit 25 Jahren LAN-Partys Mhm. zusammen. Und ich habe genau gewusst, ja, an dieser LAN brauche ich nicht meine 40, 90 für das, was wir Nein. dort spielen. Also Battlefield Vietnam läuft auch auf einem anderen Ding. Die Sachen laufen jetzt so langsam auf einem Raspberry Pi oder so. Ja, fix. Ja, eh. Also weißt du, da haben unsere CPUs integrierte Grafikkarten wahrscheinlich mehr Leistung als das, was wir früher gebraucht haben zum Zocken von dem Ja, Zeug. das, Weißt du? Das ist schon das, krass. das, das ist ja meistens eben ein bisschen das Hauptproblem, dass man die alten Spiele wegen dem nicht mehr spielen kann. Ja, GTA 2 ist so ein bekanntes Ding. Wo einfach, je schneller die Prozessor gelaufen ist, desto schneller ist das Game gelaufen. Ja. Ich mag mich dafür noch erinnern, wo Diablo 3 rausgekommen ist. Das war etwa zeitgleich, wie es die ersten SSD-Festplatten gegeben hat. Ja. Und die sind ja um einiges schneller als die normalen, also die alten. Nein, SSD hat es schon vorher gegeben. Wann Ja, ist aber Diablo 3 rausgekommen? Ich glaube, das ist schon lange her. 2012. Weil. Oder haben sie dort etwas anderes? Ja, mal, stimmt, Nee. sorry, ich könnte recht haben. Also es ist glaube ich, also ich habe es so empfunden, dass das so zu der Zeit war, wo es dann nachher so zu den normalen Menschen hergekommen ist. Weißt du, wie ich meine? Nein, ich könnte recht haben, weil ich kann mich jetzt nur gerade erinnern, bei mir war es Battlefield 4, wo es geheißen hat, hey, pack jetzt auf eine SSD, wenn ihr schnellere Ladezeiten wollt. Bei Diablo war es eben so, dass sie gesagt haben, tut es nicht auf eine SSD, weil die SSD viel zu schnell ist für zum Laden am Anfang. Weil alle, die eine SSD gekauft haben, meine Kollegen, haben es alle nicht können spielen am Anfang. Ich mag mich da noch sehr gut daran erinnern. Das war der Error 37 war. Ja, Und eben das nachher dann plötzlich so, ja, SSDs geht nicht, die sind schnell. Das habe ich irgendwie völlig nicht mitbekommen, glaube ich. Hey, ja, du. Eben. Oder vielleicht Alles war einfach ein meine bisschen- SSD zu langsam gewesen. I don't know. Oder so, ja. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, ob schon mal schauen. Also eben, 2 Kollegen von mir haben es dann nicht mehr können spielen. Ja. Weil sie eben eine neue PC, eine neue SSD, ja, es geht nicht und so, viel zu schnell. Ja. Du. Nein, bei mir war es definitiv Battlefield gewesen. Battlefield 4. Das ist 2013 rausgekommen. Und da... Oh, Ich weiss noch, die erste, wenn du joint bist und dann... Du bist ins Game reingekommen und die anderen haben sich schon komplett auf der Map verteilt gehabt. Und du denkst, ja, what the hell? Ja, das ist so. Ja, dort hat es, glaube ich, noch nicht so wirklich Dinge gegeben, so unter dem Motto, hey,
wir füllen jetzt die Lobby füllen und nachher spielen wir. Sondern du bist Ja, einfach 3. genau. Und du denkst so, was, Hat angefangen. schon der erste Headshot kassiert. Ja, schon. Oh mein Gott, das waren noch Zeiten. Nice. Ja. So, jetzt sind wir Ja. ein bisschen abgeschweift wieder in die Games. He? Eigentlich. Sind wir noch beim Intro. Ja, Intro. Ich habe eigentlich unsere Kommentare, weil wir haben einige Kommentare bekommen, das mal doch. Aber ich fange jetzt mal mit dem, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Blatsch. Er war ein bisschen schockiert gewesen, dass wir mittlerweile kürzer sind als sie. Gut. Sie haben hier ein Thema, wo ich muss sagen, da kannst du auch Genau. Da kannst du auch viel reinpacken. Ja. Einfach zum Sagen, geh jetzt hören. Chat Happens. Ich muss jetzt hier mal schnell sagen. Ja. Ein bisschen Werbung machen. Hey, Chat Happens, die haben vor allem die letzten 2 Folgen, steht auch dort im Text drin, warum. die haben mir ziemlich, ja, weil ich habe mir die Fragen, die sie sich dort gegenseitig gestellt haben, habe ich mir selber auch gefragt. Ich muss sagen, also wirklich, vor allem so ein bisschen für Streamer, geht mal hören. Oder geht auch wieder hören. Nein, er hat geschrieben, ja, er liebt unsere Vorgespräche und natürlich, dass wir nie über Games reden und auch fast nicht die Hälfte vom Podcast ausmachen. Er liebt es. Bezüglich Superhelden, ich habe glaube das letzte Mal ja gesagt, irgendwie so, es ist ein bisschen, ja, ein bisschen genug und so. Und man sollte sich vielleicht auch ein bisschen mehr ein Vorbild nehmen an denen, oder einfach so einen Gedanken, eben der Superman zum Beispiel. Ich finde das immer noch ein mega schöner, guter Gedanke, wenn man so eigentlich durchs Leben gehen könnte. Er stimmt mir da zu, würde man einfach nur anderen nicht schaden, wäre die Welt ganz eine andere. Wenn sie sogar nur würden einander helfen, würde es erst recht gut kommen. Wenn. Ja. Absolut. Zusammen mache ich immer weiter. Ja. Aber eben. Und dann, er erwähnt auch noch die 3-seitige Rückmeldung von dir. Ja. Sie lieben dich dafür, sie haben es gefeiert. Er dankt sehr für das. Seine Rückmeldung wird leider nicht ganz so lang. Ja. Und dann hat er noch. Ja. Also, hey, sehr gerne, Blatsch. Haben auch ein gutes Thema gehabt. Mach es Absolut, ganz kurz. Ja. Ihn würde noch interessieren, ob wir einen Film kennen, der sagenhafte Musik hat, der Film selber aber nicht so toll ist. Boah. Das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich den Film nicht so toll finde. Aber die Musik. Ich hätte es jetzt eher bei Games. Bei Games hätte ich ein paar. Aber bei Filmen. Ich weiss nicht, ich tue mich schwer mit dem, weil wenn mir eins von beidem nicht passt, also wenn mir der Film nicht passt, dann ist mir eigentlich fast egal, was für eine Musik als läuft. Wenn aber der Film gut ist und die Musik scheiße, dann fällt es mir auf, und natürlich auch, wenn Musik absolut genial ist und perfekt zum Film passt und der Film auch noch gut ist, dann fällt es mir auch auf. Aber puh. Ich gebe jetzt mal eine unpopular Opinion. Das ist meine Meinung. Den Film haben wir letztes Mal besprochen. Ich finde den Film eigentlich super, aber die Musik finde ich besser. Aber aus meiner Sicht ist so ein Film fast wie ein 1,5-stündiger Movie-Clip. so ein Filmmusikclip. Tron Ares. Dort hat 9 Inch Nails dort die Musik gemacht. Und ich musste sagen, der Film war okay, war super, aber die Musik hat mich dort besser gedünkt.
weder der Film selber. Aber die Musik ist, muss ich auch eben im Voraus sagen, ist viel prägnanter, oder wie sagt man dem? Ist viel stärker dort gewesen, wie der Film. Mhm. Also sie haben das ein bisschen mehr in den Fokus gestellt. Das ist so ein bisschen mies. Aber schon wirklich, ich müsste da überlegen, ich müsste durch alles durchgehen. Also ich denke mir Ähm, glaube auch nicht überlegen, dass ich mich schwer, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen... also, das ist... Also, was ich auch kann sagen ist, das ist aber auch meine eigene Meinung, egal wie gut das Ghibli-Filme sind, vom Zeichnen her, das sind ja Meisterwerke, aber das sind Kunstmeisterwerke. Der Inhalt vom Film finde ich meistens nicht so gut oder nicht so verständlich, Mhm. aber die Musik ist dort, da kann man nicht darüber diskutieren. Das ist meine Meinung. Okay. Das ist so etwas Schönes und mega Tolles. Das muss aber der Film jetzt, ja, es ist mega schwierig zu erklären. Weil Studio Ghibli ist ja sehr schön eigentlich alles, aber der Inhalt vom Film ist meistens ein bisschen schwer verständlich, sagen wir es mal Ja. so. Ich tue mich mega schwer, weil wenn ich an Filmmusik denke, die gut ist, dann kommt mir halt einfach nur Zeug in den Sinn, wo ich allgemein feiere. Und Yes. was ich im Moment einfach die ganze Zeit im Kopf, und das sage ich auch immer wieder, einer von meinen Lieblingsfilmen, auch wegen der Musik tatsächlich, ist einfach immer noch Gladiator. Ja, Da, gut, da ja. läuft mir, bei gewissen Szenen, wenn Musik ist, da läuft mir einfach, läuft mir einfach kalt den Rücken ab. Mhm, mhm. Ich habe direkt Gänsehaut. Oder halt auch so eine Interstellar und so. Die Interstellar, Docking Scene. Wo ich Oh. jedes Mal, wo die Haare zu Berg Ey, stehen, ich, ich komme jetzt ist gerade Ding. Gänsehaut. First Flight Ja. bei Man of Steel. Wenn er auf dem kleinen Felsen steht und das erste Mal fliegt. Mhm. Boah, ey, dann komme gerade Gänsehaut. Jetzt, Eben, wenn ich ja. nur schon daran denke. Ich komme eben bei der Docking-Szene von Interstellar komme ich Ja, Gänsehaut über. ja, Weil das ist eine Szene, die erzähle ich immer wieder gerne, wenn wir das immer im KKL schauen. mhm. Und dort hast du hinten noch eine riesige Orgel gehabt. Und du hast so eine Ja, Orgel-Solo gehabt und ja, so. ja. Hey, die ganze Atmosphäre in diesem KKL, die war ja so geladen während dieser Szene, du hast sie können schneiden. Ich glaube, dort haben die Menschen innerhalb, also einfach während 2 Minuten nicht geschnauft. Einfach um die Szene zu schauen, weil das Ja. so passt hat, so überwältigend war. Das habe ich eins dürfen an 3 Abende hintereinander leben im KKL, wo wir sind Herr der Ringe schauen. Oh, Boah, ich sag dir, wir sind jedes Mal dort ja. rausgelaufen und sind einfach geladen gewesen, weil das mit dieser Orgel, wenn die grosse Schlachtszene, wo der Theoden vor seinen Reiter durchreitet und dann Musik einsetzt und alle losstürmen und boah, das ist so, ey, es fängt gerade wieder an, es ist schlimm. Ja, ich weiss, was ich die nächsten Tage wieder schaue. Merci. Ich habe mir es auch überlegt, aber ich spare mir das immer ein bisschen auf ein bisschen Weihnachten. Ja, Herbst, So eher wieder, Weihnachten. ja genau, dann wollte ich wieder Herr der Ringe durchschauen. Mhm. Ja. Also, also ich kann letztens beim besten Willen, ich kann dir nie wirklich eine Antwort geben, weil wenn ich die Musik gut finde, ist es meistens ein Film auch, den ich gut finde. Ja. Ja, wenn der Film scheiße ist oder nicht so toll, dann ich weiß auch nicht. Bei mir muss das ein bisschen zusammenspielen Ja. tatsächlich. Bleibt mir das einfach nicht im Gewissen hängen. Weil das andere ist auch, ein guter Film macht Film auch so die Musik, also nein, Musik macht auch Film also einen guten Film aus. Man kann Ja, den Film, wenn der einfach leer lässt und so, ja. ja, aber irgendwo hört es dann auch. Also, die Musik kann meiner Meinung nach nicht so gut sein, dass sie einen schlechten Film kann retten oder aus dem Dreck Richtig, rausziehen. richtig. So. Ja. Ja. Schwieriges Thema.
Dann gehen wir zum nächsten, der hat auch einen halben Roman geschrieben. Nennt sich auch der Romanival. Der Romanival. Oder wie ich ihn mittlerweile nenne, der leider immer noch nicht gestorbene Wal. Oder der Ragin wird ihn töten Wal. Ähm, Oh er mein bedankt Gott. sich für die ausführliche Beantwortung von seinem Kommentar. Das machen wir mega gern. Die Episode war super. 1 Stunde Intro und davon sogar noch 30 Minuten über Gaming. Er sei sehr happy, sei Helldivers wieder mal, also dass Helldivers wieder mal eine Liebe bekommt. Wir haben es viel zu wenig erwähnt in letzter Zeit anscheinend. Entschuldigung. Er feiert auch, nein, ich muss anders sagen, der Take über Superhelden, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat ihn auch sehr berührt. Das kann er anscheinend ein bisschen nachfühlen. Und zum nächsten Satz muss ich sagen, ja, da stimme ich ihm zu. Ich finde das mega schön, dass der Ullen auch Teil von der Brillen-Gang wird. Ja, mit der Zeit wahrscheinlich schon. Ich muss es noch immer noch abklären, bin immer noch nicht gewesen. Komm zu uns, wir sind cool. Beispiel Nummer 1, der Blackjack, der ist sehr cool. Beispiel Nummer 1, der Party, der ist auch der Brillewahl. Der Brillival. Der Brillewahl. Und er freut sich sehr. Er freut sich außerordentlich, Ja, dass du bald mal Silmarillion lesest. also. Mein Cousin, ich bin darum, er hat darum ein Velo gebraucht. Und bin zu meinem Cousin gesagt, hey, du hast doch noch ein Velo, das du nicht brauchst. Und er hat gesagt, ja, komm es holen. Er hat noch etwas für mich. Und ich so, okay. Dann hat er mir so ein CD-Päckchen in die Hand gegeben. Und gesagt, ja, da, schau, du wirst immer wieder auf dem Party hochgenommen, du hast Silmarillion nicht gelesen. Mein Cousin, merci vielmals, er hat mir das Hörbuch geschenkt, nicht geschenkt, einfach gegeben zum Hören. 15,5 Stunden. Ich habe jetzt die ersten 1,5 bis 2 Stunden habe ich mal gehört. Die Namen. Ich bin übergefallen. Ja, das finde ich vom Tolkien ist eigentlich schon recht wild gewesen. Ja, und vor allem, also ich muss sagen, es ist super schön gesprochen. Es ist von dem gesprochen, wo der Gandalf synchronisiert hat. Die erste Version. Ja. Es ist so schön zum Zuhören. Aber hey, ich bin dort aus dem Auto ausgestiegen und dachte, Alter, mein Hirn brennt. über Ulma, über diesen und über jenen. Und, also, Grundprinzip, das ich bis jetzt verstanden habe, in den ersten 2 Stunden. Der Iluvatar ist das Höchste, was es gibt. Dann hast du nachher die anderen und der Melkor. Und der Melkor ist einfach, alles, was der Melkor macht, ist scheiße und böse. Und alles, was die anderen machen, ist gut oder okay. Anführungs- und Schlusszeichen. Und es gibt einfach Beef seit dem Anfang. Seit dem Anfang gibt es Beef. Mhm. Er sagt, es gibt einfach nur Schlägereien. Es gibt gut, böse und Schlägereien. Genau. Und ich bin jetzt. Ja. Eben, und du wirst mit Namen voll gespammt. Ich habe jetzt ein paar Jahre schon geschrieben, ich gesagt, Alter, die Namen. Aber es ist mega schön zum Zuhören. Es ist auch wirklich cool erklärt, aber du musst dich ein bisschen darauf einlassen. Aber es ist geil. Ja, das glaube ich. Und ich glaube so, es tut dir keine Schande, wenn Herr der Ringe jetzt kein Fremdbegriff ist für dich. Auf jeden Fall, weil du Für hörst gewisse dann auch, Sachen einfach, genau. ja. Vor allem finde ich es toll, wenn du es lesest, sie weder die Elben noch die Menschen die ersten Wesen gewesen, die eigentlich existiert haben. Mhm. Es sind Zwerge gewesen. Yes. Aber sie haben sogar schlafen. Ja. Aber dort fällt schon zum Beispiel der Name Durin, wo im Hobbit hörst, wo Herr der Ringe. kennst du, Herr der Ringe, Khazad-dûm hörst du ja und so. Und das hilft dir schon. Also es hilft dir schon, um diese Sachen zu verstehen. Es hilft dir auch so ein bisschen, eben, wer ist der Melkor und so. Also es gibt dir viele Informationen,
wo du aber jetzt bös gesagt nicht zwingend brauchst, zum Herr der Ringe zu schauen. Absolut, Silmarillion, ja, ja. also Ja, Herr ja. der Ringe-Filme, die kannst du schauen. Du musst nicht Silmarillion kennen, aber es gibt mega, mega viel Hintergrundinfo. Ja. Also Ja. es ist auch das, die Film, sei es jetzt Herr der Ringe, Hobbit oder auch die Herr der Ringe Serie, Genau. die gehen nicht so krass wirklich auf all die Hintergrundgeschichten ein. Also dort, ich glaube, es wird nie von der Valar geredet oder so, oder von der Maya. Ja, in der Ja, Serie weiß ich nicht, ob von der Maya mal geredet wird. ich glaube schon, weil er, wo ja eigentlich auf die Erde runterkommt, der grosse Reis, also respektive Ja, tut aber jetzt sie mal nennen Spoiler. ihn, glaube ich, nie Maya. Ich glaube nicht die normalen, sondern ich glaube, irgendeine von diesen Feuerkultisten oder so, der Kultistinnen nennt ihn, glaube ich, Maya. Oder Galadriel auch einmal im Film. Im Hobbit, ich weiß es nicht mehr. Aber sie hat ihn ja noch gar nicht getroffen. Stimmt. Aber ich meine im Film, oder? Ich meine, das Wort Maya kommt, glaube ich, schon mal vor. Okay. Parzi, bitte. Es Du hast könnte mich schon immer sein. kontrolliert. Vielleicht dort in dieser Szene, wo der Gandalf schier drunter kommt, wo der Hexenkönig kommt. Das ist Ist möglich, es ja. ist es der gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es kann sein, aber Ja. auf jeden Fall, das ist. Ich meine, wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht. Aber Es ist jetzt nicht schlimm. ja, genau. Richtig. Genau. Ja. Ja, er vermutet, dass du dann durch bist, wenn er seine 2 Charakter auf 60 hat. Aber Parzi, bei aller Liebe, 2030 wird es nicht, bis er fertig ist mit dem Silmarillion. Also, Nein, definitiv nicht. ja. Es macht mir schon Spaß, das zu hören. Ja. Und auch er hat eine Frage für uns. Und zwar, wenn ihr 2 Universen dürftet behalten und eins müsstet löschen, wie würde eure Wahl aussehen? Zur Auswahl stehen Aha, okay. Herr der Ringe, Star Wars und Marvel DC. Und ich würde jetzt mal sagen, wir machen Marvel und DC getrennt. Es ist zwar einfach mit einem Schrägstrich, aber ich würde sagen, Herr der Ringe, Star Wars, Marvel oder DC. Das sind jetzt halt 4. Das heisst, 3 dürfen wir behalten, 1 wollen wir löschen. Ja, so Also, leid es mir tut, ich weiss, was ich lösche. Und äh, da ich mache ich glaube, mich da jetzt sind wir. vielleicht ein bisschen unbeliebt. Ich glaube, wir haben das Gleiche, aber wir gehen in die gleiche Richtung, aber wir haben jeweils die anderen. Ich glaube auch. Also ich will Herr der Ringe, Star Wars, sorry. Ever bleiben. Ever. Und tschüss Marvel. Und DC? Marvel würde ich behalten. Nein, DC würde ich behalten tatsächlich. Okay. Für mich spricht DC mehr an mit Batman, Superman und Ja. Joker und die ganze Geschichte. Ich würde Star Wars löschen. Ich habe es gesagt. Ich habe es ja gesagt. Nein, es gibt einen ganz einfachen Grund. Aber Herr der Ringe müssen wir nicht drüber reden. Das ist klar, warum das bleibt. Und für jeden, der es nicht versteht, hat den Film noch nie geschaut oder ist vielleicht jetzt nicht so ein Fantasy-Fan, okay. DC, da ist einfach drin, der Herz. Und Marvel, muss ich einfach sagen, hey ja, also jetzt im Vergleich zu Star Wars, natürlich, Star Wars das ist so alt und das hat damals Maßstab gesetzt und so, hey, rechne mich alles gut. Aber ich habe halt einfach viel mehr Bezug zu Marvel jetzt zum Beispiel als zu Star Wars. Auch wenn ich Okay, ein gut. riesen Sci-Fi-Fan bin. Mhm. Und ich finde Star Wars-Filme, oder respektive das ganze Ding, ich meine jetzt auch Mandalorian und all das Zeug, das gekommen ist, ich finde das super. Aber was Marvel in verhältnismäßig kurzer Zeit geschafft hat, mit seinen Helden und die Tiefe, die es bis zu Endgame teilweise bekommen hat, halt. Ich meine,
Ich bin bei Star Wars nicht gehockt im Kino und mir ist das Tränchen runtergelaufen, wo irgendeiner gestorben ist. Wo der fucking Tony Stark gestorben ist. Bin ich dort gehockt und habe das Tränchen vergossen. Was bist du für ein Mensch? Mal, stimmt. Sorry, ich muss korrigieren. Mir ist kein Tränchen runtergeflossen. Aber wo die Leia gestorben ist, wo sie das ist es im letzten Film gewesen? Im zweitletzten. Zweitletzten, ja. Ah nein, warte jetzt. Also, Nein, das ist der nein, letzte, ist im wo letzten er ja gewesen, nachher vor Entschuldigung. dem Ding gekämpft hat. Dort, ja. Genau. Dann muss ich sagen, das habe ich auch gespürt. Weil, einfach aus dem Grund, weil die Schauspielerin ja auch Ja, da habe ich gefühlt, hey, das war ein mega schöner Abschied, den sie gemacht haben für sie dort. Aber der Tony Stark, das hat einfach anders gehittet. da mache ich einen Shoutout gegen Troy. Ich brülle fast jedes Mal, wenn ich bei ihm den Alert auslöse. You are the chosen one. You are my brother Anakin. Da brülle ich auch fast jedes Mal. Und du lügst, wenn du sagst, du hast nicht anbrüllt. Nein, ich kann wirklich nicht. Hey, Chat, ich habe einen... zulassen. Ja, jetzt kann ich ihn mal bringen. Ich brauche jemanden Neues, der mit mir den Podcast macht. Nein, hey, aber ich will die Szene oder so. Ja, klar ist es heftig und auch jetzt zum Beispiel bei Ahsoka, wo er wieder raufgekommen ist als Darth Vader oder bei Obi-Wan, das der Gänsehaut, das läuft mir gerade wieder jetzt kalten Rücken ab. Aber das hat für mich einfach nicht gleich gehittet wie der Tony Stark, der so viel geopfert hat. Schlussendlich. Gut, ja. Über all die Filme, über die 10 Jahre, wo sie dort etwas aufgebaut haben. Und er zahlt nachher den ultimativen Preis, damit all das, was in diesen 10 Jahren passiert ist, irgendwie wieder gut rauskommt. Das stimmt, ja. Und aber einfach aus dem Grund muss ich halt sagen, es tut mir so leid, aber Star Wars muss allem anderen weichen. Okay. Gut, wir sind ja gleich noch Kollegen. Weil wir haben beide Herr der Ringe gewählt, das ist schon mal gut. Nein, also, das ist alles nur Witz da und so. Also, jeder hat seine Meinung und das respektiere ich auch. Warum kommt das jetzt so? Ich wollte sagen, warum kommt das jetzt so pessimistisch, so negativ über? Nein, sag ich. Also liebe Zuhörer, falls mein Stream diesen Sonntag am 31. nicht stattfindet, ist der Ullen schuld. Dann könnt ihr mich suchen, bitte. Nein, ich gehe bei meinem Bruder den Vader-Helm holen und dann stehe ich so vor dein Fenster hin. Nein, sag ich. Also eben, genau. Also so würde ich mich entscheiden. Also wenn es jetzt wirklich Marvel und DC zusammen wäre, wäre es bei mir Herr der Ringe Star Wars und bei dir wäre es halt Herr der Ringe und Marvel. Das ist ja völlig okay. Ja. Genau. Ja, also, hey, wir haben eine Stunde und wir haben noch nicht einmal alle Kommentare durch. Ja. Der René. Genau. René hat mal wieder mehrere Kommentare gemacht. Er fragt sich, er weiß gar nicht, was es zu jammern gibt. Ist ja pünktlich auf den ersten Montag im Monat rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das passiert, aber ja. Ich auch nicht. Pünktlich rausgekommen, sind wir froh. Das Wichtigste haben wir vergessen und dann ist einfach mal eine Minute ruhig. Ja, wir müssen halt auch überlegen, was wir nachher sagen wollen. Wie gesagt, es ist nicht gescriptet hier. Oder wir haben uns jetzt das letzte Mal wie so ein bisschen die Frage gestellt, Lucky Luke oder Nobody. Ja. Und er hat sich die Ecke gestellt und er schreibt auf, es sind beide so viele geile und lustige Szenen, aber er würde tatsächlich eher Nobody sagen. Aber in dieser Reihe, nur zum Ergänzen, My Name is Nobody, Lucky Luke und Nobody ist der Größte. Bin ich gleicher Meinung. Da kann ich ein bisschen mitgehen, vielleicht, ja. Auch wenn ich halt Lucky Luke, aber sie Kindesbeine an die Heftli und alles, aber ja.
Kann ich ein bisschen nachvollziehen. My Name is Nobody ist halt schon ein guter Film. Vor allem, ich glaube, das ist aus dem ersten. Ich glaube, das ist aus dem Film. Die Bohnen-Ess-Szene. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich es geschafft, dass die in den letzten paar Monaten immer wieder mal bei mir auf Instagram auf dem Ding auftaucht. Also dort, wo er ein Riesenstück Brot hat. Ja, genau. Und dort richtig dreckig gerade aus der Wüste rauskommt. Ja, genau. Und dann sitzt und dieser schöpft und dann sagt er, ja, lach doch mal gerade Pfanne da. Das ist tatsächlich nicht aus Nobody. Das ist, glaube ich, die Nobody? linke und die rechte Hand des Teufels. Oder ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich hätte gesagt, die linke und die rechte Hand des Teufels. Oh, ich Wer habe hat die dort alle auch schon einen so anderen lange nicht mehr gesehen. Synchronsprecher? Hey, ja, Okay. aber hey, Das Scheiße. kann sein, okay. To be honest, ein Film, ein Bud Spencer und Terence Hill Film ohne Fresserei. Egal was. Ja, Ist kein Bud ohne Spencer Bohnen. und ja, ohne Bohnen ist kein Ding. Zum Spezifizieren. Ne? Wir haben tatsächlich beim Grizzly der Pen and Paper Gruppe und jetzt haben wir ein Western-Setting. Dort haben wir Aktien kaufen in Bud Spencer Bohnen. Ja. Das ist so Das- gut. Die sind aber mal. Wo sind die mal? Die sind ja schon mal verkauft worden. Ja, noch. jetzt mal gell. Ja. Dann haben wir nochmal 2 Kommentare. Und zwar der Sir Simple. Yes. Der sagt auch, Nobody Beste. Future Man hat er nur eine Staffel geschafft. Simple. Dann müssen wir nochmal drüber reden. Vielleicht Ich kann bin man den auch Rest immer schauen. Ich muss auch nicht den Rest schauen, to be honest. Er hat sich gefreut, dass du Soylent Green kennst. Der Klassiker. Der wurde das letzte Mal erwähnt. Und Good Luck, Have Fun, Don't Die. Das ist tatsächlich ein Film, den ich nur schauen will, aber ich habe ihn bis jetzt nur auf Englisch gefunden. Er ist, glaube ich, eigentlich auf Deutsch oder so, ist noch gar nicht rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob er kommt. Zudem hat er geschrieben, 50% interessant. Jedoch sieht der Film irgendwie in eine B-Movie-artige Story verlaufen, als würde man Black Mirror mit Doctor Who von den 70er Jahren mischen. Schwierig. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Black Mirror finde ich super. Doctor Who aus den 70er Jahren habe ich etwas gesehen, aber nicht viel. Ich bin eher ein Fan von den neueren Sachen. Aber das macht eigentlich das Ganze nur noch interessanter. Das heisst, ich werde vermutlich diesen Monat noch schauen. I guess. Auch wenn er auf Englisch ist, scheiß drauf. Ey, das Simple, der hat bei mir auf dem Discord. Ich weiss, wie die Filme posten zum hey, schau das mal. Ich finde das super, aber ich werde wahrscheinlich nie fertig. Never ever. Einfach Ganze Old Liste. But Gold. Hey, ja, das sind etwa 60 Filme drin oder so. Wow. Krass. Oh je. Ich bin ganz schnell so am Durchscrollen. Es sind mega viel. Aber auch Serien tatsächlich. Hey, merci vielmals für die Vorschläge, Simple. Ganz geil. Ja. Und dann haben wir noch einen letzten Kommentar, und zwar von deinem Bruder. Haben wir Yes. einen bekommen. Es war wieder mal eine tolle Folge mit tollen Tipps zum Schauen. Und auch wie du vorhin gesagt hast, er als nicht so krasser Game-Nerd sieht ja nicht so auf Game-Reviews aus, aber Ich glaube, er wird schön schreiben. Aha, ja, nicht ich wollte nicht sagen, schlimm. er findet es trotzdem schön, dass wir über Games nicht reden. Einfach auch, weil wir uns so dafür begeistern. Auch wenn er nicht so viel Ahnung hat. Spricht halt für unsere sympathische Art. Ach, das können wir noch zurückgeben. Ja, das ist mein Bruder. Ja, gut. Du musst eine Brüderantwort geben. Ich darf so etwas sagen. Genau. Nein, er kann schon etwas. Wie es jetzt immer natürlich. gesagt, wenn du so etwas hast, musst du beantworten. Ja, er ist ein Liebe. Das ist ein Liebe. Ein Liebe, der ist gewiss. Ja, eigentlich, manchmal würde man einfach gerne eins. Weißt du, so.
Ich heute Morgen irgendwie so einen Satz gehört. Wenn dich jemand aufregt, zähl von 1 bis 10 und bei 4 haust du ihm eins auf die Schnorre. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Entschuldigung, ich habe verloren. So. Wie viel dich jemand- hast du was drin? Wenn dich jemand aufregt, dann zähle von 1 bis 10 und bei 4 hältst du ihm auf die Fresse. Irgendwie so. So. Oh Mann. Ja, Ah, sonst privat habe ich keine Nachrichten bekommen. Also von den auch nicht. Kommentaren wäre ich durch. ja. Und dann gehen wir doch mal das Eingemachte, oder? Hey, let's go. Also. Ich habe 2 Filme. Ich habe 1, 2, 3, 4 Serien und eine von letztem Monat. Okay. Ich habe 4 Filme und 4 Serien. Siech. Das ist, glaube ich, eine Premiere. dass du mehr hast als ich. Gut, wobei ich muss sagen, 2 von diesen Serien haben. Also nein, eigentlich habe ich 5 Serien. Aber das sind mehrheitlich kurze Sachen. Okay. Die eine ist jetzt halt eher, ja, nicht erwähnenswert, aber ich habe sie gleich geschaut und habe sie für gut befunden. Ja. Genau. Aber das haben wir ja vorher schon, also am Anfang schon gesagt, also wo wir das Vorgespräch und so ein bisschen geschnurrt haben. Ich habe einen Vorschlag, und zwar lassen wir die 2 Serien einfach aufgrund von Spoiler-Warnungen Haben wir die am Schluss. nehmen die am Schluss. Oder? Frage ich mal, ich weiss eben nicht, ob du die eine Serie, die ich auch noch geschaut habe, ob du die angeschaut hast. Dann müssen wir vielleicht 3 draus machen. Von mir her geht es darum, um das Universum, das du gerne möchtest löschen. Warte schnell. In dem Fall nicht. Ah nein, die habe ich noch nicht geschaut. Ich weiss, wer das meinst. Nein, Okay. die habe ich noch nicht geschaut. Okay, das sind nur 2. Okay, ja, ist gut. Das sind einfach 2. Ja, Ich glaube nicht, dass du diese geschaut hast, weil ich glaube, du hast Staffel 1 auch noch nicht geschaut, habe ich gemeint. also da hätten wir schon gesehen, wenn wir schon gerade mit den Filmen anfangen. Ich glaube, da haben wir ja nicht so viel. Können wir machen, ja. Fang du an. Ja. Also ich habe 4 Filme geschaut und der erste, den ich geschaut habe, war Sumania 2. Oh, okay. Ja, der ist ja irgendwie auch mal rausgekommen. Irgendwann ist wir halt sind nicht im Kino schauen. Finde ich einen spassigen Film. Lustige Momente drin, tatsächlich. Also für mich Humor auf jeden Fall. Und ist hat gute neue Charaktere drin, hat eine coole Charakterentwicklung drin. Auch allgemein die Story ist nice, ist ein bisschen hinterlistig, ein bisschen speziell. Was ich aber mega gefeiert habe an diesem Film sind, wie viele Easter Eggs es da drin hat. Oder Andeutungen an andere Filme. Wo es so Okay. wirklich richtig gegeben hat. Wo es mich fast vertatscht hat. Du siehst das aber leider nur kurz. Ja. Du siehst Aber- so eine ja. Jetzt muss ich schnell, nur damit ich es kann. Zoomania ist der, wo es da um den Haas geht, Polizisten Genau, mit dem Haas. Fuchs. Also, Genau. mit dem Fuchs, ja, okay, ja, gut. Genau, Nicht, dass ich jetzt verwechseln geht, ja. Ich habe gerade Genau, einen anderen nein. aufgenommen. Ja. Eben, sie haben dort einen neuen Fall, wo sie dann aufarbeiten und alles. Das mal geht es um eine Schlange, also um Reptilien, warum dass es in dieser Welt dort keine Reptilien gibt. Das ist eigentlich wirklich eine mega coole Geschichte, die ich eigentlich gefunden habe. Und ich musste sagen, mal, das ist super erklärt, das macht Sinn. Und ja, warum uns eigentlich alle Angst haben vor denen und wie auch immer. Mhm. Und eben die Easter Eggs von diesem Film habe ich mega cool gefunden. Eben, der hat einen irgendwie so DVDs verkauft. Und dann siehst du anstatt drauf Indiana Jones, heisst einfach Indy Lama Jones. Und das Bild hat so dumm ausgesehen. Mir hat es vertatscht vor Lachen. Ich habe sicherlich 5 bis 10 Minuten nur gerüllt wegen Indy Lama Jones. So gut. Aber das ist auch cool, es hat auch so eine Annonce gegeben an das Schweigen der Lämmer. Weil die der erste Sumania geschaut haben, die mögen sich vielleicht noch erinnern, dass dort der Bösewicht eigentlich das Schäfli ist.
Mhm. Von dem her macht das auch Sinn, weil sie schleichen dann irgendwie durch ein Gefängnis durch und kommen dann nachher dann vor dem Schöfli, kommen sie führen. Und der steht halt genauso dort, also das Schöfli steht genauso Wieder dort Ding. wie der Hannibal Lecter. Ja. Und tatsächlich gibt es so eine Szene aus Shining, wo da geht er irgendwie so eine. Sie haben dort so eine Eis, so ein Abteil für Eistiere. Dann geht er irgendwie in so ein Labyrinth rein, wo Schneesturm ist und so. Und er läuft im Shining, läuft er am Schluss da, hinkt er durch das hure Labyrinth durch und so. Es ist, also wirklich, es ist cool. Es ist wirklich cool. Und eben auch so, ja, eben mit dir kannst du fast nichts falsch machen, sage ich mal. Und Ja, dann ja, eben auch voll. so lustige Szenen und also ich finde ihn wirklich gut. Ich finde ihn Okay. wirklich gut. Ich glaube, ich habe den mir mal auf die Liste gepackt, aber ich muss immer irgendwie so ein bisschen Bock haben, um so einen Film zu schauen. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, genau. Ich hatte diesen Geil. Monat tatsächlich mega Bock gehabt auf Animationsfilme. Du wirst es dann hören. Okay. ähm, ich fange jetzt mit dem Schlechteren von diesen zwei an. Mhm. Ich habe The Running Man geschaut mit dem Glenn Powell. Das ist der neue, gell? Ja, Ja. genau. Absolut toller Cast. Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, aber Glenn Powell in der Hauptrolle. Mhm. Wirklich, wirklich gut. Aber der Film. Er hat ein mega interessantes Konzept. Ja. Aber es ist ein bisschen dystopisch, die Leute haben keine Jobs, es geht nicht scheiße, sie probieren irgendwie Geld zusammenzubekommen, immer irgendwo durch. Aber ist einfach irgendwie nicht gut umgesetzt. Er hat viel Repetitives drin, ist viel zu lang, geht über 2 Stunden und irgendetwas. Wow, okay. Und durch das auch viel zu langsam. Also, du hättest das easy, die ganze Geschichte und wahrscheinlich vielleicht auch besser erzählt, in 1,5 Stunden gepackt. Ja, aber ich hab jetzt, also wenn ich den Trailer angeschaut habe und noch im Kopf habe, hätte ich jetzt gedacht, das ist ein sehr actionreicher Film. Er hat schon seine Action drin, ja, aber. Ja, aber. Es ist teilweise einfach sehr offensichtlich. Sprich, es passiert irgendetwas oder es wird irgendetwas angedeutet und du weißt ganz genau, ja gut, jetzt kommt es so und so raus. Oder jetzt wird dann Ja, irgendwie das in die Richtung laufen oder in die Richtung laufen. Und das halt einfach auf über 2 Stunden gezogen ist halt ja, so das ein bisschen, ist ein bisschen ja, yes. genau. Das ist ein bisschen yes. Ja, das ist ja auch, Running Man ist ja auch eine Stephen King-Geschichte, tatsächlich. Also, Das weiß ich jetzt gar nicht, ja. es ist nicht von ihm, also, es ist von ihm Ja, geschrieben, ja, aber von seinem nicht von alter Stephen Ego. King. Genau. Genau. Es hat ja die 80er-Jahres-Film gegeben, da habe ich, glaube vor 2 oder 3 Monaten habe ich den mal erwähnt, aber den finde ich geil. Das ist für sein Alter. Mhm. Genau. Schade. Ja, ich habe mir ein bisschen mehr also ich habe ein bisschen mehr erwartet von dem Film, tatsächlich. Ich habe gehofft, es sei ein bisschen mehr drin, aber ja. Okay. Kann halt sein, gell? Hey ja. Ähm, ich nehme die nächsten 2 Filme nehme ich schon zusammen. Okay, ja. Ja. Ich habe darum Kung Fu Panda 1 und Kung Fu Panda 2 geschaut. Geil. Und ich weiß nicht, Kung Fu Panda 1, das ist einfach auch so ein Film, den kann ich immer wieder mal schauen. Der ist cool, der macht Laune, der macht Bock. Das ist einfach so ein Feel-Good-Film. Ja. Und Auch wenn er ein ich, bisschen eine traurige Geschichte hat teilweise, aber trotzdem, es ist einfach so wie sie den Po halt dargestellt haben, wenn er ist einfach so ein Feel-Good-Film, ja. finde ich. Und es tut mir leid, aber ich finde halt einfach durch die Trainingsszene zwischen ihm und dem Meister Shifu, wo es ums Essen Ja. geht, finde ich so geil. Ja, Das ist der beste Teil von dem ganzen Film. absolut. Ja. Oh, sonst ist, ich weiß nicht, das ist halt einfach DreamWorks. Die haben halt einfach auch böse, geile Bösewichte.
Vor allem, das Mhm. merkst du vor allem in Kung Fu Panda 2. Das ist ja, also dort hast du den Pfau. Im ersten hast du Der Tiger. Den Tiger, ja. Tigress oder Wo wie der, es heisst. Ja. nein, das ist glaube ich der Tai Lung. Der Tigress ist die, wo Tai Lung, ja. genau, der Sie, Tigress ist die, die mit ihm kämpft. genau, stimmt, ja, ja. Genau. Und eben, der ist schon relativ spannend als Charakter. Jetzt hat nicht so viel Präsenz. Aber Mhm. der zweite nachher, der Lord Chen, das ist der Pfau. Das ist eine mega krasse Geschichte, die eigentlich dort hinten dran ist. Und Dann schau unbedingt den nächsten noch. okay. Ja, Den habe der ich, dritte. ja mit, oder ist es der 4 gewesen, wo wir jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was es Der gibt. vierte hast du, glaube ich, mal geschaut. Ich glaube, der 4 habe ich mit den Kids, wie meine Götti-Kinder das letzte Mal hast geschaut, ja. Oder das ist der. Der hat aber auch, also der Bösewicht dort, setzt sich fast auf die gleiche Stufe wie der Pfau. Also ist hure gut gemacht, der Ja. Bösewicht. Ich finde das so krass, DreamWorks hat das haben sie halt einfach im Griff. Charakterdesign, also Ja. Charakter beschreiben. Und tatsächlich, dass der Pfau am Schlussmoment nicht merkt, dass er eigentlich eine Lösung, eine Lösung überkommt, dass er falsch ist. Trotzdem dran halten, das musst du halt einfach sagen, das ist jetzt einfach ein Bösewicht durch und durch. Mhm. Und das ist mega krass, aber es macht nur DreamWorks so. Irgendwie. Ja. Das finde ich geil. Ja, Oder dass es für einen Bösewicht halt auch einfach mal kein gutes Ende gibt, wenn er es nicht einsieht. Mhm. Ja. Und eben, wuchsi Fingergriffel. Wuchsi Fingergriffel. Das ist so gut. Das ist so gut. Ja, und eben auch der Humor und so, das ist so, manchmal so blöd, aber es ist so schön gemacht auch. Was ich halt auch immer cool finde, also was ich cool gefunden habe, ist dort, wo sie die Vorgeschichte erzählen, ist das nicht 3D animiert, sondern wirklich wie gezeichnet sieht das aus. Und das Genau. hat so schöne Momente drin dort. Voll. Ja. Darum, ich finde das Zeug von DreamWorks und so, ist jetzt wahrscheinlich wieder eine unpopular Opinion, aber finde ich viel besser als manches von dem, was der Rest macht. In dieser Art und Weise, Ja. solche Filme. Ja. Und da werden mich jetzt wahrscheinlich viele hassen dafür, aber hey, ja, Disney kann viel, aber es ist. Weiß auch nicht. Jetzt Weiß auch muss nicht. ich muss schnell schauen. Also, wenn ihr mich nicht überzogen fühlt, dann schaut. Also, eben, ich meine, der wilde Roboter, das ist, glaube ich, letztes Jahr habe ich den mal erzählt. The Wild Robot. Mhm. Das ist etwas vom Schönsten, was ich je gesehen habe. Ja, das glaube ich sofort. Und eben tatsächlich eben Kung Fu Panda ist ja die ganze Story ist dort. Shrek natürlich. Drachenzähmen leicht gemacht. Ja, das auch. Also die haben, ich weiß nicht, ich fühle mich bei DreamWorks momentan halt einfach besser aufgehoben als bei Disney. Disney macht nicht schlechtes Zeug, aber ich fühle mich bei DreamWorks einfach besser aufgehoben. Ich meine auch nur schon die ein bisschen älteren Filme, weißt du? Wenn ich da denke, was? Ich sehe Ants. Ja, zum Beispiel Ants. Was für ein geiler Film ist das gewesen? Vor allem Und ist das ist es einfach übel gewesen, Mann. Ja. Aber auch das sind halt wirklich nur Zeichentrick gewesen. Ich sehe jetzt da gerade «Der Weg nach Eldorado» aus 2000 oder «Der Prinz von Ägypten» und so, «Sindbad», «Der Herr der sieben Meere». Das ist so geil gezeichnet. Voll. Und das kommt halt einfach, so gut Disney halt ist, das kommt halt einfach nicht an Disney an. Also kommt Disney einfach nicht dran. Also etwas. Vor allem wirklich, Sindbad, Herr der sieben Meere, da habe ich als Kind das so gerne geschaut. Ja. Oder auch, ich meine, bestes Beispiel, meiner Meinung nach, wieso ein DreamWorks besser ist als Disney, ist Madagaskar. Ja. Madagaskar, der erste Film wird das Jahr 21-jährig. Ich bin alt. Wenn du überlegst. Scheiße. Und man redet heute, es wird heute noch Witz gemacht über Pinguine und all das Zeug, über den Julian und so. Klar, Disney ist auch heute, die haben so alte Geschichten, da redest du auch heute noch drüber. Aber das ist einfach,
Ich weiß nicht, wie ich es soll beschreiben. Es ist meiner Meinung nach besser Genau. als Disney. Ich bin böse. Disney hat ihre Zeit gehabt. Ja. DreamWorks macht es momentan das bessere Rennen, vor allem, wenn es um Animationsfilme geht. Ja, absolut. Genau. Ja, Ich geil. Das bisschen, hey, holy. Geil. Oh Gott. Jetzt habe ich Bock auf Ants, Mann. Und auf Seedplatz. Ja, ich glaube, die muss ich jetzt wieder mal schauen. Hey, voll. Ja, ist das Gott. Oh mein Mal Gott. schauen, vielleicht mache ich erst einen Filmabend mit den Göttichen. Schauen wir Sindbad. Und dann eben Ja. Ants. Ja, wohl die Kleinen. Ich glaube, die Kleinen kommen ein bisschen Schiss über vielleicht bei Ants. Ja, mal schauen, weiß nicht. Ich sage nur den Termitenkampf. Ja, aber genau. Der beste Spruch aus Ants, wo eine Fliege irgendetwas frisst und sagt, das Zeug schmeckt wie Scheiße. Das ist scheiße. Ich fliege neben dran, gib mal her. Hey, das ist Scheiße. Nicht schlecht. Hey, dort schmeißt es mich auch jedes Mal weg. Das ist so kaputt. Oh Mann, das ist too much. Oh, so. Ja. Focus. Ja, mein zweiter und der letzte Film, den ich letzten Monat geschaut habe, ist eigentlich. Also, sie haben einen Film daraus gemacht, und zwar ist das Finale von einer Serie. Und zwar God's Omen. Okay. Das ist eine Serie mit Michael Sheen und David Tennant. Der Michael Sheen spielt dort den Erzi Raphael, das ist ein Engel, ein Erzengel. Der David Tennant spielt den Dämon. Und es ist ein bisschen, also er war früher auch ein Engel gewesen, und dann haben sie, er hat aus Langeweile hat er das Universum gestartet, und dann, ja, also der Anfang, ganz ehrlich, es ist so geil, einfach so, ja, hast du nicht noch etwas vergessen? Ah ja, stimmt, es wäre der Licht. Und so fährt irgendwie so die ganze Geschichte eigentlich an. Aber sie haben einen Film gemacht für das Serienfinale, um das Ganze halt ein bisschen abschließen. Und ich muss sagen, ist ein guter Abschluss. Also es ist selten, dass eine Serie so einen schönen oder so einen guten Abschluss bekommt. Muss ich echt sagen. Es ist ein guter Abschluss für eine tolle Serie. Ich meine, David Tennant, seit ich den halt das erste Mal bei Doctor Who gesehen habe, ist der einfach, ich bin Fan von dem. Ich feiere es immer noch. Ich glaube, sie haben auch einen Podcast zusammen, der Michael Sheen und der David Tennant. Die sind das ein bisschen Best Buddies. Und wo sie sich die Aufgabe geben. Ja, genau. Ich habe das gezeichnet. Dann siehst du so eine verkrüppelte Ananas und diese I did this. Und eine mega schöne Aquarelllandschaft. You draw this? Ja. No, you didn't. Yes, I did. Das ist super gewesen, ja. So gut. Jetzt, das ist einfach, und das merkst du halt auch bei der Serie oder auch im Film, einfach die Chemie zwischen denen, das stimmt einfach. Das ist wirklich super. Und die Serie nimmt auch einiges mehr ein bisschen die aktuelle Weltlage, ich sag mal, so ein bisschen auf den Arm. Scheut sich auch nicht davor, Religionen ein bisschen in Frage zu stellen oder so ein bisschen. Finde ich immer gut, so Zeug. Ich meine, es ist ja obvious, es geht um Himmel und Hölle und alles. Das ein bisschen, ja, nicht in Frage stellen, aber auch das ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen scheckig, ein bisschen neckig darzustellen und ein bisschen wieso nicht? Witzli drüber zu machen. Hey, ich bin I'm voll in, also mache ich, was ich will mit dem. Darum, also wer die Serie geschaut hat, schaut den Film, schaut der Abschluss ist wirklich ein toller Abschluss für eine tolle Serie. Leider halt ein Abschluss, aber irgendwie alles Gute kommt mal zu einem Ende. Richtig. Ja. Und ich finde es schön, dass sie jetzt einen Film daraus gemacht haben. Finde ich auch cool, so etwas cool, so ein bisschen richtig abschließend. Genau.
Ja, das ist mein zweiter Film, der letzte. Hast du Ja, noch einen? genau. Ich habe den gestern noch geschaut, den habe ich schon seit Ewigkeiten mal auf meiner Liste gehabt. Zwar heisst der Film einfach 9. Das sagt wahrscheinlich den wenigsten etwas. Da geht es um so, wie soll ich sagen, so um Mannsgöckeli, die sehen aus wie aus Jutesäckli. Hat man die zusammen bastelt, das sind einfach so Ersatzteile. Und die kommen, also du siehst, du begleitest eigentlich der Nummer 9 auf seiner Reise in der aktuellen Welt. Mhm. Und der Film geht nicht lange, er geht nur etwa so, ja, 1,5 Stunden. Also für uns Normale Filme. Ja. normale, kürzere Filmlänge. Die Story an und für sich ist nicht sonderlich originell, aber hat mich gleich irgendwie doch fasziniert. Es geht eigentlich darum, sie haben einen Wissenschaftler, der eine künstliche Intelligenz gebaut hat. Das ist so ein bisschen, der Film ist gebaut 2005. Ein Roboter, der eigentlich dafür gemacht worden ist, dass er sein Ebenbild herstellt. Mhm. Und der wird halt einfach missbraucht vom Militär, bis er sich irgendwann gegen die Menschheit auflehnt. Genau. Ja. Ich habe gerade gelacht wegen künstlicher Intelligenz und 2005, da hat man noch Hoffnung gehabt. Ja. Das KI angeht. Gut, okay. Obwohl es ein Animationsfilm ist, würde ich jetzt den nicht mit einem Kind schauen, weil es ist doch recht heftig, weil es ist dann so, dass du halt teilweise auch siehst, wie sich die Leute ein bisschen gegen die Maschine auflehnen und halt einfach abgemeint werden. Es Mhm. wird irgendwo das Gift rausgelassen, das ist völlig crazy. Und eigentlich der Wissenschaftler, der die künstliche Intelligenz erstellt hat, tut sich dann nachher seine Persönlichkeit spalten in die kleinen Mannsgöckeli, von denen gibt es 9, die dann eigentlich den Roboter sollen aufhalten. Es finde ich mega cool gemacht. Eben ist ist ein kurzlebiger Film, also ist jetzt nicht einer, wo ich würde sagen, den schaue ich in 2, 3 Jahren noch einmal, ist aber nice Ja. to watch. Hat auch einen coolen Cast, wie der Elijah Wood, das Synchronsprecher, Jennifer Connelly und dann noch ein paar andere, wo man eigentlich kennt. Mhm. Und hat dem Spass gemacht zum Schauen. Aber ja, also ist jetzt nicht etwas mega Neues in dem Sinn. Aber es ist cool gemacht. Ich meine, der Sieg, wo er rausgekommen ist, sei er recht überall mal so ein bisschen in den Medien gewesen und so, glaube ich. Ja. Irgendwie sagt mir das etwas. Ich habe ihn nie gesehen, aber irgendwie aus den Augen verloren. Aber ich packe mir das tatsächlich mal auf meine Liste. Ja, das ist wirklich jetzt so einer, da habe ich mir gedacht, hey, ich schaue da jetzt einfach mal. Eben, er hat coole, nette Ideen drin, so Spielereien und so, das finde ich cool. Eben, nice to watch. Aber jetzt eben, wie gesagt, also müsste ich jetzt nicht die 2 Wochen Ja, lang ja. schauen. Genau, Okay. aber eben für die Zeit ist er auch relativ gut animiert, finde ich. Ja. Ja, es ist halt gerade so, eben 2005, so dort Oh, Entschuldigung, anfangs 2000. 2009, excuse. 2009, okay. Ja. Ja, dann nicht mehr, nein. Nein, ich wollte sagen, so 2000er rum, so Anfangs 2000 ist auch wirklich so Mhm. ein Stück weit so Peak, was so die Animationsfilme waren. So Ja. wirklich so richtig gute Sachen kommen. Wo man sich so richtig Mühe gegeben hat, weißt du, aber wo man die Technologie von heute noch nicht so kennt, aber du hast richtig Ja. Mühe gegeben. Sie haben halt müssen, sonst hat es halt einfach scheiße ausgesehen. That's Entweder hast du correct. richtig Zeit reingesteckt oder es hat kacke ausgesehen. Richtig, ja. Ja, Richtig. absolut. Ja, geil. Ja gut, dann kommen wir zu der Serie. Ich habe nebst diesen 2, die wir eben dann am Schluss besprechen, habe ich 3. Da sind wir gleich auf, aber ich würde sagen, die eine würde ich nicht gross ansprechen, weil du sie ja noch schauen willst. Okay, ja, solange nicht Spoiler ist es okay. Okay. Und sonst, ich fange mal an. Und zwar ist in Staffel 2 rausgekommen. Ich habe das gar nicht gewusst, dass die weitergemacht worden ist.
ist eine Staffel 2 von Shifting Gears rausgekommen. Das ist die Okay. Serie mit dem Tim Allen, mit dem Ah, ja. die neue, auch mit dem Stifler, mit dem Sean William Scott und mit der Kat Dennings. Mhm. Ist ein okay Fortsetzung von der Staffel 1. Geschichte wird ein bisschen weiter erzählt, wie geht es, was mache ich jetzt, wie geht es weiter, bla 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 und so weiter und so fort. Mhm. Die Witze werden ein bisschen lahm, habe ich das Gefühl gehabt. Es ist immer so die gleiche Art und Weise von Jokes von diesen Charakteren, ja. wo du einfach so irgendwann denkst, ja, Haben wir schon mal ist jetzt gehört. okay, ja. Nichtsdestotrotz hat er immer wieder so seine guten Sachen drin, vor allem halt einfach wegen Sean William Scott und wegen der Kat Dennings. Mhm. Er, ja, Ich finde es halt einfach geil, es wenn du fragst, wer ist der Sean William Scott, sagst du einfach der Stifler. Und Stifler, jeder ja, von unserer, genau. von unserer Generation kennt ihn. Was halt auch gut war, das ist mir jetzt gerade erst eingefallen wieder, all die Charaktere, also all die Schauspieler, eben Kat Dennings hat ja bei Marvel Thor mitgemacht, Mhm. Sean William Scott, eben Stifler, Tim Allen, müssen wir glaube ich nicht erklären. Und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber jeder von denen hat irgendwann in dieser ganzen Serie eine Referenz zu etwas, was sie gemacht haben. Ich meine, Das finde ich aber geil. der Stifler können wir ja sagen, aber Stifler American Pie. Es kommt irgendwann mal so ein Thema auf in die Richtung, so von wegen High School, College oder ich weiß nicht mehr, was bei American Pie genau war dort. Und Kat Dennings hat glaube auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es wegen Thor oder wegen sie hat, glaube wie hat diese Serie geheißen? Two Broke Ja, Girls. Two Broke Girls, genau. Dort hat sie ich weiß nicht mehr, welche Richtung als dort. Ich glaube, es ist in die Richtung gegangen. Und der Tim Allen, dort bin ich hier vom Stuhl gefallen. Oder vom Sofa gefallen, muss ich sagen. Weil dort ist nicht nur eine Referenz. Da siehst du auch wieder Leute, die mit ihm gespielt haben. Okay, aber das finde ich witzig, weil das hat er schon mal gemacht. Ich finde das verdammt gut. Ich bin dort geguckt und dachte, ihr Säckel, einfach, ihr habt so geil, so geil. Ich habe nur mal, dort habe ich noch den Fernseher und habe mal rumgezappt und dann ist Last Man Standing gekommen. Und dann habe ich gedacht, oh, was macht Jill Taylor in dieser Serie? Ja. Also die immer seine Frau hören, mal den Hammer spielt. Und dann ist das irgendwie die Nachbarin, die sagt, ja, weiss ja, da mein Typ, der die ganze Zeit aus dem huren scheiß Karren rumschraubt. So und so gut! wird Ja! fast verdeckt. Und dann gehen sie irgendwie raus. Dann kommen sie an einen Zaun hin, der relativ hoch ist. Ja, und dann schaut schau jetzt einfach nur so einer drüber. Ey, So ich gehe gut. davon aus, wahrscheinlich auch so etwas, oder? Ja, so ein bisschen nicht gerade so extrem, aber so in die Richtung. Also es sind vor allem einfach auch die Schauspieler, die wieder auftauchen. Oder eben so kleine Referenzen, die sie auf vergangene Projekte machen. Ich habe das so gefeiert. Also das ist eben geil. Nichtsdestotrotz, mein Fazit war, es ist leider ein bisschen, mittlerweile ein bisschen zu generisch, finde ich, also die Staffel 2. Und es hat nichts geschadet, wenn es gesagt hätte, wir machen keine Staffel 2. Und ich bin auch der Meinung, es braucht keine Staffel 3. Okay. Es war okay, es war nice gewesen, vor allem der Tim Taylor mal so in einer neuen Rolle, oder also was heisst neue Rolle? Er ist immer noch Autofanatiker, also nein, der Tim Allen, wie der Tim Taylor war, den er gespielt hat. Hat halt jetzt eine Garage anstatt so einen Shopping-Sender, Home-Dings-Sender da, weiss ich was. Ja. Also, kann man schauen, aber ja. Ja. Wir es nicht weitermachen, meiner Meinung nach. Ist ja nice. Ja, dann kommst du. Ja, also ich behalte mir ganz kurz. Ich mit der Lisa schaue ich ja immer wieder mal so ein bisschen
Serie, also respektive es ist eigentlich nur, ja, wie soll ich dem sagen, es ist eine Sitcom-Serie, was auch immer. Es geht ja da die LOL-Staffel von Deutschland, die Ah, vom ja, Bully ja, Herbig ja. gemacht worden ist und so. Da habe ich jetzt die 7. Staffel geschaut, die ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Ach Und ich schon, muss, gibt's eine neue? ja, und ich muss ehrlich sagen, die ist Die muss ich die schauen. ist super. Die ist Ich, echt super. das ist etwas vom Einzigen aus dem Deutschen, das ich im Moment so wirklich schauen kann. Es ist einfach Ja. jedes Mal, ich krümme mich alle vor Lachen. Es ist Ja. unglaublich. Also ich habe die erste Staffel habe ich gut gefunden, die zweite auch. Bei der dritten habe ich dann nicht mehr so aktiv mitgeschaut, die vierte dann schon fast weg. Das Weihnachtsspecial habe ich geschaut und glaube, ja, die letzte habe ich fast nicht geschaut. Mhm. Und Staffel 6 war, glaube ich, überhaupt nicht so gut gewesen. Und aber Staffel Ja. 7, also Staffel 7 ist für mich wie so ein kleines Klassentreffen dort. Glaub mir's. Geil. Hey, und dort hast du Leute drin, die sich gegenseitig so aufstacheln. Weißt du, es passiert nicht einmal viel etwas, weil die kennen sich jetzt langsam und die Ja, wissen, was sie machen müssen, um die anderen zu triggern. Hey, du hockst dort und lachst einen Schrenz. Ja, absolut. Und nur weil die Genau. Martina Hill wieder rum, weil sie irgendein Lachen muss verdrücken. Das ist fertig. Ich finde es immer mega gut. Also erstens finde ich geil, wenn sie die Leute ankündigen. Mhm. Also respektive eben nicht. Sie kommen dann Ja. einfach aus dem Lift raus. Und Ja. dann siehst du immer so, schau ich da zurück und dann siehst du einen Bastian Pastewka und du siehst einfach bei allen den Grin so, fuck, Ah, ja. wir haben Gut. verloren. Wir Nein, sind fertig. Der hat in der zweiten Staffel. Ich weiß nicht. Also, Die zweite Staffel besteht aus diesem Typ. Dort hast jetzt So wirklich einfach gut. nur gewartet, was macht er als nächstes. ja, absolut. Nein, das Aber ist eben, so gut. So aber gut. es gibt etwas, was ich wirklich mega cool finde und ich habe von Anfang an gewusst, dass es so ist. Es gibt eine Person, die du wahrscheinlich nicht vermutest, dass die mitmacht. Und sie haben da während der Trails und so haben sie immer gesagt, ja, das sind die 10 Leute, die mitmachen und der 10. haben sie aber nie gezeigt. Also ich muss sagen, ich habe keinen Trailer neu gesehen. Darum bin ich bin Mhm. jetzt auch gerade überrascht gewesen, dass er neu gekommen ist. Ich habe das alle gar nicht so heftig auf dem Schirm. Ja. Ja, also Aber- Lisa schaut das sehr gerne. Ich mit ihr auch. Und ich schaue aber immer zuerst, wer mitmacht, so ein bisschen. Weil je Okay. nachdem, wer dann drin ist, muss ich mir sagen, ja, finde ich, ist nicht unbedingt mein Humor. Ja, ja. Ja, Ich schaue es. Auch wenn es, also eben, ja, die letzte Staffel ist, muss ich auch sagen, ist nicht so geil gewesen wie die anderen. mhm. Aber ich schaue es trotzdem. weil Ich Ja. finde es einfach ein wirklich tolles Format. Wirklich mega gut. Vor Aber da allem, bin ich mega gespannt. Also ist es jemand, wo man könnte vermuten, dass er kommt aufgrund vom Thema oder dass halt alles Comedians sind oder wo du sagst, du würdest nie im Leben drauf kommen, dass der auftaucht. ich muss ehrlich gesagt sagen, ich würde einfach nur Folgendes sagen, es ist die beste Entscheidung, die sie gemacht haben. Das finde ich die beste Entscheidung und von mir aus gesehen, eben nachdem, was es jetzt nicht so gut gelaufen ist, weil eben, du hast die Leute alle Aha. langsam kennt, habe ich das Beste gefunden, was sie machen können. Und tatsächlich hat die Person aus meiner Sicht auch die beste Performance abgeliefert. Und die ist Das noch nie ist- da gewesen. Die war noch nie dort gewesen. Und wird auch nie mehr kommen wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Okay. Wow, ey, ich glaube, ich weiß, was ich heute schaue. Das Problem bei dem ist einfach immer, wenn ich mit Laughing Out Loud, also so heisst sie ausgeschrieben, die Serie Mhm. eigentlich, die Comedy-Ding, die Show. Wenn ich mit dem anfange, ich kann nicht hören. Ja. Ich kann nicht hören. Dann ist eine Folge fertig und ich denke, ja, Kollege, jetzt. Da muss ich weiter schauen. Und Ja. das hat schon dazu geführt, dass ich meinen Schlafrhythmus komplett angefickt habe. Also, da habe ich irgendwie am Abend um 9 Uhr angefangen und am Morgen um 3 Uhr aufgehört. Weil ich einfach, ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht hören, das geht nicht. Aber das muss ich auch sagen, das war auch eine Staffel. Du hast ja jetzt, die müssen ja 6 Stunden drinnen ausharren.
Ja. Ja. Und es sind immer 2 Folgen. 2 Folgen, Ja. 1,5 Stunden. Also eben, du hast das in 3 Stunden durch. Also, es ist mega cool so. Ja. Aber hey, ich habe schrecklich gelacht. So Ja. gut. Es ist so gut. Ah, Genau. okay, ich weiß, was ich heute mache. Ich hatte das so nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, dass eine neue also Staffel eben, kommt. ich höre es aber noch immer wieder nur vor der Lisa, weil sie schaut das sehr gern. Ja. Manchmal schaut sie es einmal noch einmal nach, weil sie neben dran so laut muss lachen. Dann muss sie es nochmal schauen, damit sie alles gesehen hat und gehört hat. So gut. Genau. Super. Ja. Dann übergebe ich das Zepter wieder dir. Hey, ja, von etwas mega Lustigem zu etwas sehr Düsterem. Ich habe die 2. Staffel Daredevil Born Again geschaut. Oh, okay. Und ich muss sagen, ich meine, ja, Daredevil kannst du jetzt darüber streiten. Hey, ja, ich meine, es hat eine Serie vorher gegeben, es ist gar nicht die 2. Staffel. Aber wenn du die erste Serie schaust und die zweite kannst du schauen, merkst du einfach schon kompletten Tone-Shift. Also die ganze Okay. Atmosphäre und so ist halt viel düsterer, finde ich, in der neuen Serie. Und es ist eine richtig gute 2. Staffel. Also, Okay. und das ist ja wirklich meistens nicht die 2. Staffel, wie so ein bisschen, ja, jetzt hast du die Erwartung aus der ersten gehabt und jetzt. Aber es ist wirklich eine wirklich gute 2. Staffel. Ein viel echterer, dunklerer, raucherer Daredevil. Gefällt mir mega. Wirklich. Okay. So eine Art und Weise halt auch so ein bisschen. Er hat halt durch das, was ihm passiert ist, was man in der Serie gesehen hat, auch in der ersten und jetzt in der zweiten, so ein bisschen den Punkt erreicht, wo er sagt: Hey, fuck it. Das kann er sagen. Jetzt gib mir einfach. Und das macht schon ein bisschen etwas aus. Aber es wirkt alles ein bisschen düsterer. Okay. Und ich finde es tatsächlich noch recht gut. Nice. Gastauftritt. The one and only Punisher, auch wenn er nur kurz, also nicht so viel Screentime hat, das mal wie vorher schon. Ich glaube, in der ersten Staffel ist er ja doch in ein paar Folgen vorgekommen. Die epische Fight-Szene in dem Gefängnisgang dort. Ja. Ich weiß nicht. Einfach wenn der kommt, der weiss, es läuft. Das Mal hat jemand anders eine gute, super Fight-Szene bekommen, und zwar Jessica Jones. Okay. Ist auftreten. Ich find sie einfach immer noch super und auch die Schauspielerin verkörpert die einfach mega gut. Und es war auch richtig nice zu sehen, was eigentlich mit denen passiert ist, seit ihre Serien eigentlich fertig sind. So, vor allem mit der Jessica Jones, wie ihr Leben weitergegangen ist. Und ich wollte jetzt nicht zu gross spoilern oder so, was passiert ist oder wie das für sie geendet hat, ihre Serie, und jetzt alles weitergelaufen ist. Ich sage nur so viel, und viele werden vielleicht jetzt ein bisschen eine gewisse Verbindung können ziehen. Und das habe ich mega gefeiert. Ich hätte mega gerne viel mehr von ihm gesehen. Und zwar hat auch der Luke Cage eine ganz kurze Szene noch bekommen. Okay. Und dort habe ich zuerst gedacht, oh Mann. Ich habe das so eine tolle Serie gefunden, irgendwie einfach. Ich hätte mega gerne mehr von ihm noch gesehen. Aber er hat wirklich nur eine Szene, einen kurzen Auftritt gehabt, wo er auftaucht ist. Der hat ja, glaube ich, nur 2 Staffeln gehabt, der Luke Cage. Ich glaube es, ja, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Aber es ist möglich auch, ja. Nichtsdestotrotz hat die Serie auch also 1-2 negative Punkte, wo mir ein bisschen aufgefallen sind. Und zwar erstens hoffe ich, dass mit dieser Staffel jetzt das Thema Fisk, also der Kingpin, ein bisschen durch ist. Daredevil, respektive das ganze Ding dort, hat noch hat mega gute Gegner, zum Beispiel die Hand. Das ist vor allem so ein bisschen bei Iron Fist und so ist das so ein bisschen auftaucht.
Mit dem könnte jetzt vielleicht noch viel mehr machen. Es gab so viele gute Sachen, die du dort noch reinbringen könntest. Es sind ja mal, für diese Staffel sind mal kurz Gerüchte auftaucht, dass vielleicht sogar ein Auftritt kurz auf dem Spider-Man hätte kommen können. Weil es spielt ja im gleichen Universum und der Charlie Cox hat ja auch einen Kurzauftritt im einen Spider-Man-Film gehabt als Daredevil, als der Anwalt Matt Murdock. Immer noch beste Cameo, finde ich, ever. Also, so gerne ich das den Stan Lee habe, aber der Move, wo er einfach den hohen Stein einfach so, er schaut geradeaus und macht das so und fährt den hohen Stein und der andere Spider-Man so, what the hell? Oh, das ist geil, ja. Super. Der zweite Negativpunkt zu Daredevil Born Again, es ist zu viel Realpolitik. Also, okay. Soll ich sagen Realpolitik? Es ist mega speziell gewesen, zum Schauen. Weil der Bösewicht, also der Fisk, der Kingpin, wie viel Parallelen der zu einer gewissen anderen Regierungsperson auf dieser Welt bekommen hat. Ein bisschen mehr Haar hat als er. Ja, da streiten sich ja auch die Geister, gell? Aber ja, genau. Und das ist so. Ich meine, ich verstehe es, ja. Ich meine, der Kingpin ist so eine Persönlichkeit. Wir streiten nicht drüber. Aber. Wir rühren den Anker so. Ja, genau. Und nicht andersrum. Genau. Das hat es für mich irgendwie nicht so gebraucht, aber hey, ist jetzt halt gewesen. Aber ich hoffe, dass das Thema Kingpin, respektive Fisk, jetzt so ein bisschen durch ist und dass ich vielleicht in einer dritten Staffel, falls eine kommt, weil es hat sehr speziell geändert. Also, wenn es weiterführt, bin ich mega gespannt, wie es weitergeht. Falls es weitergeht. Also, respektive, es geht weiter. Ich glaube, im März kommt Staffel 3, haben sie schon gesagt. Okay. Also ist bekannt. Darum, so wie sie geendet hat, und das ist, ich habe das völlig nicht erwartet. Ich bin da geguckt und dachte, wow, haben sie das wirklich gemacht? Haben sie das wirklich gemacht? Und ja, jetzt ich bin wirklich, also ich finde es scheiße, dass ich jetzt fast ein Jahr muss warten bis es irgendwie weitergeht und du irgendwie siehst, was passiert wegen dem. Aber das ist für speziell. Geil, wenn du es so hinbringst, sondern das ist es jetzt. Sicher ja, nicht. Wirklich. Es ist so, ja, jetzt hast du das gemacht, so. Und jetzt? Wie lebt er jetzt weiter mit dem, was er jetzt gemacht hat? Also, hä? Darum, also wow. Ist eine von der besseren, wenn du sagen Superhelden-Geschichten-Serien, die im Moment rum sind, tatsächlich Daredevil. Ja. Hey, ich muss mich ich tu mich schnell ein bisschen entschuldigen für den Fall, dass ich ein bisschen rumnäsel und so. Ich spüre gerade, die Allergie kickt ein bisschen. Ja. Aber ich probiere mich immer ein bisschen zu muten. Das aber falls ist alles gut. Durchkommt, tut mir leid. Oh Mann, das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. Oh. Hey, wir haben in der Schule, in der Primarschule, eine gehabt. Während den Tests an. Es war stockstill. Dann plötzlich hörst du, wie die Nasen aufziehen und die so... Oh no! So eine Stunde lang. Und die Lehrerin immer so, brauchst du ein Nasstücher? Nein, ist schon gut. nein, sonst habe ich am Mittag wieder Hunger. Ja. Das halbe Hirn gefressen. Du. Ja, wirklich. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also, dann ist wieder dein Turn. Ja, ich gehe weiter. Wir gehen wieder retour und weiter. Nein, ich habe noch ein Anime geschaut. Tatsächlich. Und zwar habe ich den schon lange mal gesehen, keinen Trailer. Und der heisst Demons of the Shadow Realm. Auf Deutsch heisst er, glaube ich, das Band zur Unterwelt.
Ist ein neuer Anime von der Hiromu Arakawa. Vielleicht für die so ein bisschen Anime-Fans sind, die werden das gerade checken, wer das ist. Das ist die Zeichnerin vom Full Metal Alchemist. Okay. Und das, ich habe dort den Trailer gesehen, habe diesem sein Gesicht gesehen und habe gewusst, das ist die. Das ist genau der gleiche Zeichnungsstil. Und ich weiss, Full Metal Alchemist ist einer von meinen all-time favorite Full Metal Alchemist Brotherhood, wo verstanden. Ja. Einer von meinen all-time favorite Animes, was es gibt. Weil der zieht jetzt durch alles durch. Ja. Der hat ein bisschen lustige Moment. Ja, Entschuldigung. Ich habe ja nicht viele Animes gesehen, aber die habe ich geschaut. Also ich habe beide geschaut, Ja. Brotherhood unter anderem. Und das ist einfach, ich meine, ich finde Avatar immer noch besser. Unpopular Opinion vielleicht. Ja, ich weiss, viele stimmen nicht zu. Ich finde die Geschichte von Avatar einfach Hammer. Aber einfach so, wie du sagst, der Zeichnungsstil von Full Metal Alchemist, die Geschichte dahinter und so. Ja. Hammer. Ich habe das so richtig gefeiert. Und die Plot-Twists, wie es zum Schluss auflöst, vor allem Brotherhood, die bei dir gedacht. What? ja, genau. Und eben, es ist für genau die gleiche Zeichnerin, fängt auch schon wieder geil an. Wo es irgendwie darum geht, du hast das Gefühl, es ist so voll im Mittelalter, spielt es mit. Und eben er geht jagen mit dem Bogen und dann schaut er auf und sagt, schau, ein Drache fliegt wieder durch. Und du hörst schon, es tönt wie ein Flugzeug. Aber er kämpft, alle so, eben, sie gehen Reis abpflanzen, wie früher, wie uralte Zeiten. Und irgendwann am Schluss gibt es wie eine Barriere, die aufgeht und da kommen Helikopter und alles und weißt du, also du hockst dort und denkst so, hä? Okay. Und es ist eben alles so ein bisschen mysteriös, es wird noch nicht zu viel erklärt. Es hat eben auch wieder aufgebaut. Aber ich finde das so geil gezeichnet und das ist wieder genau mein Ding. Und es ist auch scheiße brutal. Okay. Also respektive, wenn du Full Metal Alchemist siehst, weisst du auch, sie hat auch so ein bisschen übleren Zeichnungsstil drauf. Wenn ich so an die Homunculus denke und so, wo dort alle kreiert worden sind. Ja. Also eben, es ist schon recht happig, also jetzt nicht da etwas, wo man irgendwie, ja, vielleicht muss man ein bisschen durchbeissen. Okay. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es eigentlich ein richtig cooler Anime, eine coole Idee tatsächlich. Ja. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es ist jetzt leider nur die erste Staffel draussen. Ja. Genau. Aber haben wir tatsächlich jetzt gerade aufgeschrieben, das ist mega interessant. Ich bin ja wirklich eigentlich schon kein Anime-Fan. Aber einfach aus dem Grund, weil es von der gleichen Zeichnerin ist, weil ich einfach den Zeichnungsstil mega schön gefunden habe. Und so, wie du es erzählt hast, könnte das halt wirklich so. Ich feiere das immer, wenn so. Jetzt nicht alternative Realität, aber halt eben so die Mischung so. Da ist jetzt jemand eigentlich hunderte von Jahren eigentlich noch in der Vergangenheit, aber da fliegt jetzt das Flugzeug drüber. So, what? Also, es gibt schon irgendeinen Grund, aber den weisst du nicht. Du hast noch keine Ahnung, was dort abgeht. Eben, es wird also Schritt für Schritt alles erklärt. Ja. Wenn du ihren Zeichnungsstil magst, dann schau mal die Legende von Arslan. Das sagt mir tatsächlich aber irgendetwas. Das habe ich von ihr geschaut. Dort ist leider aber bis jetzt auch nur eine Staffel rausgekommen. Dort weiss ich halt auch nicht, wie es weitergeht oder ob sie es überhaupt weitermacht. Ja, okay. Und das ist auch sehr, ich mag halt einfach ihren Zeichnungsstil. Weil es ist, genau. Ja. Aber ich bin mal notiert. Eine rechte Liste. Ich weiß gar nicht, wenn ich das alles schaue. Ja, sag's nicht. Nice. Da blätsch, wir haben schon wieder fast 2 Stunden. True, wir sind noch nicht mal fertig. Nein, das Schlimme kommt erst noch. Ja. Ich habe eine Serie Staffel 2 geschaut, wo ich die erste Staffel, die haben wir auch schon da thematisiert und die habe ich gefeiert wie nichts anderes. Und zwar Monarch ist Staffel 2 rausgekommen. Ja. Und also Monarch Legacy of Monster, so heisst sie genau.
ich bin einfach ich bin Fan von dieser Serie. Punkt. Sie hat ihre Schwächen, so 1, 2 Charaktere, wo ich muss sagen, Jetzt, ja, das so Entschuldigung. ein Ja. Drama ist jetzt langsam gut. Aber ich bin einfach Fan von dieser Serie. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Ding dort mitspielt halt. Der Kurt. Der Kurt Russell und sein Sohn, der Wyatt Genau. Russell. Das habe ich glaube damals schon erwähnt. Ich finde es so geil, wenn das möglich ist, dass Vater und Sohn die gleiche Person eigentlich, also den gleichen Charakter können spielen. Einer ist in alt und einer ist in jung. Das gibt so eine ganz andere Dynamik in der, also Dynamik, nein, also ein ganz anderes Gefühl für die Serie, weil du die Ähnlichkeit und alles sonst einfach nicht hast. Das ist ja so, ja. Und auch wenn sie halt miteinander dann interagieren und du halt das schon im Hinterkopf hast, hey, das ist Vater und Sohn, wo da mit zusammen den gleichen Charakter zur gleichen Zeit miteinander redet. So, so. Würde ich mir gerade wünschen, dass der Ray Nicholson mit dem Jack Nicholson noch so etwas machen würde. Ja, das wäre auch geil. Das wäre wirklich auch geil. Das wäre geil. Ja, also die Geschichte ist wirklich toll weitergeführt worden und auch der Start von der zweiten Staffel ist genau der gewesen, wo sie hat sollen sein. Also, ich bin angehockt und es ist ja doch jetzt eine gewisse Zeit vergangen seit der ersten Staffel und vielfach habe ich dann ein Problem, das habe ich tatsächlich bei der einen Serie, die wir nachher behandeln, ein bisschen am Anfang. Ich bin angehockt, die Folge hat angefangen, die erste von der Staffel 2 und ich bin gerade wieder drin gewesen. Ich bin einfach, als ob ich erst gestern die letzte geschaut habe. Weißt du, sie haben nicht einen riesen Rückblick gemacht oder irgendwas, sondern einfach irgendwie von der Art und Weise, wie sie mit dieser Geschichte wieder rein sind und gestartet haben. Es ist einfach gemacht, flupp, da, ja, ja, genau. Aber das ist geil, ja, das ist geil. Und ich bin halt einfach Fan von Lore. Ich merke das immer mehr, wenn mich etwas interessiert. Das wird das Monsterverse, nennt sich ja da das ganze Ding. Die Lore hinter dem Ganzen mit Godzilla, mit dem Kong und mit all denen, auch wie die Staffel geendet hat, einfach. Also, ich bin gespannt auf die dritte, wie es dort weitergeht, weil er steht am Schluss an einem Ort, schaut auf etwas. Die Kamera. Zuerst siehst du nur das ist aber so geil. Zuerst siehst du eine Zeit lang nur ihn, weil er hat sich mega dort angekämpft, böse gesagt. Also, er hätte nicht müssen kämpfen, aber bis er an dem Punkt war, dort, er war mega am Tun gewesen, ist der gestanden, hat auf etwas ganz Spezifisches angeschaut, so aufgeschaut. Und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat irgendetwas gesagt und dann zeigt die Kamera das Bild, was er anschaut und du denkst, holy smokes. Und dann ist fertig. Das ist geil. Das ist geil. Das habe ich bei Ahsoka ja auch so gefeiert am Schluss mit dem Balen. Ja. Dort. Du bist einfach am Ausrasten. Du hast einfach schnell den Pavian gemacht. Genau. Nein, also, was ich aber auch feiere, ist eben wie auch Special Effects. Ich meine, es ist jetzt kein riesen Spoiler, aber natürlich taucht ein Godzilla auch wieder auf. Es geht nicht in dieser Serie, für all die jetzt das hören, es geht nicht um einen Godzilla an sich, aber es geht um das ganze Ding mit den Titanen. Wie ist das Zusammenleben mit dem? Oder mit denen, oder einfach mit dem Hintergrund, dass die existieren halt, dass die halt vor der Menschheit schon da sind, die Titanen. Und auch so ein bisschen, ich lade gerade nur, dass ich den Gedanken schnell fertig mache. Und auch, wie die vielleicht untereinander, was dort abläuft, weißt du, die ganze Geschichte untereinander, miteinander und so weiter, wie das auf der Welt läuft. Ich meine, man weiss mittlerweile, der Godzilla ist ein bisschen
Der Chef, kannst du sagen, irgendeiner von denen wieder mal austickt, dann kommt er und regelt. Hat er da auch wieder gemacht. Und einfach, ja, es ist, also, ich finde es super. Aber Hammer Special Effects und Auftrieb von ein paar bekannten Monster. I mean. Aber eben, das ist genau das, was du jetzt vorhin gesagt hast. Lore. Lore ist so etwas Geiles. Ja. Also meinst du, warum man sich jetzt Silmarillion lässt? Ja, nein, ich fühle es voll. Ja. Aber ich muss auch sagen, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich voll in das reingekommen bin. Ausschlaggebend ist tatsächlich, und das habe ich jetzt zufälligerweise gerade diese Woche mit jemandem diskutiert, für Geschichten so interessieren, jetzt eher in Bezug aber auf Games, aber betrifft natürlich auch Serien und Filme, habe ich mich dank GTA 4. GTA 4, ich habe sehr lange gebraucht, überhaupt so in das hineinzukommen. GTA 4 war das erste Game, das ich rein wegen der Geschichte fertig gespielt habe. Weil ich einfach wollte sehen, wie es ausgeht. Weil mich einfach die Geschichte von Nico Bellic so, ich weiß nicht, fasziniert hat irgendwann. Ich meine, GTA ist für uns immer früher einfach Ballergames, wo gewinnst du den Panzer, wie man einen Polizist kannst überfahren und so weiter und so fort. Ja. Und GTA 4 hat bei mir so einfach, hat dort jetzt Klick gemacht, als ich das gespielt habe. Und sie tun, also, ja gut, Herr der Ringe hat mich auch interessiert natürlich, aber einfach so das Ganze, das wirklich so in eine Lore eintauchen, wie World of Warcraft oder so, oder Warcraft allgemein. Oh, es ist es ist so schön. Ich merke ja, dass mir so Sachen noch viel Spass macht, dass ich selber auch mache. So Lore-Sachen schreiben. Aber eben, es ist so etwas Geiles, wenn du nachher dann dort kannst rein abtauchen. Und du bist halt einfach. Eigentlich bringt dir das Wissen genau nichts. Ja, absolut. Aber es ist geil, dass es da ist. Ja. Vor allem, ich finde es immer wieder faszinierend in vielen Sachen, was der eine Typ oder die Frau oder was auch immer, die Geschichte erfasst hat, was die eigentlich alles hinter dran noch gedacht hat. Ja, absolut. Weil eben, der Ring, wenn du gehst abtauchen und so, dann gehst du völlig über. Ja. Aber auch eben Marvel und weiss der Gucker was alles oder sonst irgendwie. Und einfach Geschichten. Ja, wenn sich jemand Zeit nicht nur einfach eine Geschichte zu erzählen, was auch schon Kunst ist, aber auch ein ganzes Universum drumherum zu bauen. Aber ein Tolkien, ich bin immer noch fasziniert, neue Sprachen erfinden. Komplett, mit allem drum und dran, was du brauchst. Bam, da. Elfisch. Kannst lernen, wenn du willst. Ja. Und darum, das ist auch das, was mich halt vielleicht ein bisschen, und da komme ich wieder auf Star Wars und so zu reden, was mich mehr fasziniert an Star Trek als an Star Wars. Geh Klingonisch lernen, es gibt Kurse dafür sogar. Ja. Komplett. Du redest nachher Klingonisch, wenn du willst. Weil sie einfach eine Sprache gemacht haben. Ich finde es schade, dass es keinen Zwergenspruch gibt. Findest du leider wirklich nie. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, es kommt irgendetwas anderes. Wieso? Ja, ich habe jetzt eher eine Star Wars Referenz gehofft. So nein, weil da gibt es Basics. Nein. Nein, auf Zwergisch kann ich nur sagen, ich spucke auf dein Grab oder so. Das ist das Einzige, was er auf Zwergisch sagt. Gimli. Okay. Speziell. Das ist im ersten Teil, wo sie vor dem Ding stehen, im Elbenwald. Und er sagt eben, die Elben sind immer so unhöflich. Und dann sagt er ihm eben so auf Zwergisch anscheinend, ich spucke dir auf dein Grab. Absoluter Schambolzen. Nein, ja. Immerhin sagt ihm der Aragorn, das war nicht sehr höflich. Ja. Ja. Herrlich. Herrlich. Aber hey, wir haben jetzt die ganze Zeit von dem geredet. Bist du fertig? Ich bin fertig. Dann kommen wir noch mit meiner, bevor wir ins Hauptthema reingehen.
Ich komme noch mit Star Wars. Oh Wunder! Oh Wunder. Aber ich behalte mich kurz. Ich habe Maul geschaut. Shadow Lord. Leckste geil. Das habe ich von überall gehört, ja. Du merkst halt einfach, sorry, dass ich muss sagen, aber es ist genau ein Sam Witwer, der gefällt hat. Das ist meine Meinung. Mhm. Ein Typ, der sich halt so mit dem Scheiß auseinandersetzt, dass das hätte nur gut kommen können. Mhm. Und wenn du die Serie schaust, du merkst, dass sie haben sich wirklich Sachen überlegt. Und sie haben dort Sachen eingebaut, wo du dann erst im Nachhinein denkst, so, what the fuck? Du musst einfach mal als Tipp, los, wie die Lichtschwerter tönen. Ja. Darth Maul. Mehr muss ich nicht Okay. sagen. Ich glaube, über das habe ich schon mal irgendwo etwas gehört. Über das Thema, ja. So Zeugs drin, aber auch plötzlich so Momente, wo du denkst, so, vor allem in der ab Folge 6, nicht Staffel, ab Folge 6, ich habe dort nicht mehr aufhören können schauen. Das geht Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Und es ist auch mega gut erzählt, auch Charakterentwicklungen und Zeug und alles, was dort. Und ich persönlich finde es auch die richtige Entscheidung, dass man wieder auf Clone Wars-Style umgestiegen ist. Okay. Du hast dort so viel, sagen wir es mal, einfacher Möglichkeiten, so Kampfszenen zu animieren, auch vielleicht viel mehr Leute oder auch die Umgebung. Und ich habe es cool gefunden. Gut, ist ja nicht so, dass Sam Witwer nichts drauf hat, was das angeht. Ja. Also, wenn man schon, es wäre schon geil gewesen, wenn es eine echt Filmserie geworden wäre. Ich bin mir eben nicht sicher, weil beim Star Wars, also bei Clone Wars, bei der letzten Staffel, wo die Ahsoka gegen Maul kämpft, dort hat wirklich der Ray Parker gegen jemanden geschlägelt. Also das war echt die Aufnahme gewesen. Das hast du instant gemerkt. Das habe ich so geil gefunden. Du bist dort gehockt bei der letzten Staffel und denkst so, das ist echt. Das haben sie aufgenommen. Aber es ist auch, eben, also ich kann die wärmstens empfehlen. Ich habe mich wirklich wieder mal richtig daheim gefühlt. Star Wars. Ich finde es interessant und ich finde es schade, dass nicht mehr so etwas gemacht wird. Aber du hast jetzt gesagt, dass Sam Witwer, du merkst halt einfach, dass er sich mit dem Charakter, mit dem ganzen Drum und Dran, und das habe ich auch schon in Interview von ihm gehört, dass er sich halt mit dem auseinandersetzt. Ja. Es ist in einem Interview ist es darum gegangen, da haben sie gefragt, ja, wie bist du darauf gekommen, dass er so meditiert und so, oder weißt du, das ganze Meditationsthema auch von der Jedi und so. Und die Antwort von ihm hat mich einfach überzeugt. Yep. So im Sinne von, er hat sich das wirklich überlegt. Wieso meditiert er so? Wieso macht er das so? Ja. Wieso mache ich das Jedi so und wie würde er es machen? Jetzt so mit dem Charakter. Warum? Das ist eigentlich Roleplay. Das ist eigentlich das Geile. Ja. Das ist das, was ich mir als Vorbild genommen habe für meine D&D-Charakter. Der eine, den ich spiele, das ist ein Eidechse, wo irgendwie am Arsch von der Welt Leute geheilt hat. Heilen kann er. Aber ihm ist schon beigebracht worden, du schau, wir haben keine Heilkräuter und der ist so schlimm Zweig, murks ihn ab. Also wenn ich jemanden nicht heilen kann und ich merke, der leidet wie Sau, ich steche ihn ab. Aber ich habe keinen Plan von Geld. Ich bin zu einem hin und gesagt, ja, hast du so viel Geld? Ja, der Kollege hat gesagt, der hat so viel. Und der DM hat gesagt, ja, ihr könnt das alles auf eine Rechnung schreiben für unsere Kaserne. Und ich habe dann gesagt, ja, das zahlt die Kaserne. Ich habe keine Ahnung von Geld. Ich habe gesagt, ja, die machen das. Ja. Darum bin ich auch so Fan von Henry Cavill. Der schafft ja genau gleich. Genau. Witcher und jetzt Warhammer. Ich bin so gespannt auf Warhammer. Ich habe das letzte Mal Bilder gesehen. Ich kann mir so sagen, das könnte noch schlimm rauskommen für mich eventuell. Gut, das ist schon ein anderes Problem. Du darfst aber auch keine Fehler machen. Ja, das ist, ich weiß. Ja. Wenn dort irgendetwas falsch ist, dann sagen wir, ein Streich, ein Zentimeter zu weit rechts ist auf dem Helm, dann ist Feuer.
gelegt. Ja, Oder riesige Theorien sprechen aus, der ist gar nicht einer von denen. ja. Nein, also, aber ich find das so faszinierend, wenn sich wirklich jemand so gut auskennt und eben eine Meinung davon hat. Das ist sensationell. Darum, Sam Witwer ist aus meiner Sicht etwas vom Besten, was ihnen hat können passieren. Ja, das glaube ich, ja. Und darum ist auch die Serie so gut. Und darum musst du sie anschauen. Ja, ich werde sie. Es ist bei mir schon drauf. Also, ist auf der Liste. Absolut. Ja, geil. Geil. So. Und jetzt, liebe Leute. Ja, jetzt mal wieder die Spoilerhüte anlegen. Jetzt grosse Spoilerwarnung, weil wir können die 2 Serien, die wir jetzt werden behandeln, nicht diskutieren, ohne dass wir all in gehen. Yes. Wenn ihr also, ich erwähne jetzt nur die Namen von diesen 2 Serien, wenn ihr The Boys und Invincible nicht gesehen habt, die letzten Staffeln, sprich The Boys Staffel 5 und Invincible Staffel 8, und ihr wollt nicht gespoilert werden, ja. Staffel 8? Es sind schon 8 Staffeln Invincible. Es ist. Nicht 4. Nein. Was passiert? Ja. Da steht Season 4. Hä? Machen wir jetzt nicht. Habe ich es falsch aufgeschrieben? Es sind 4 Staffeln. Was habe ich denn? Gib mir einen Second. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Das habe ich letzten Monat schon aufgeschrieben. Ah. Okay, mein Bad. Aufteilen? Nein. Entschuldigung. Es war Folge 8 und Ach ich so. habe das 8 einfach nur gesehen und habe Staffel 8 geschrieben. Ich wollte deinen super Anspruch nicht unterbrechen, aber ich dachte so, was Staffel 8? Ich mache jetzt ein Kurzding. Wenn ihr The Boys Staffel 5 und Invincible Staffel 4 nicht gesehen habt und wenn ihr wollt das schauen, ohne dass ihr gespoilert werdet, seid wir euch nicht böse, wenn ihr jetzt abschaltet. Wir verstehen das. Wir sind selber so. Darum, zum Beispiel Invincible habe ich letzten Monat schon geschaut. Und darum habe ich dort nichts darüber erzählt. Ja. Weil der Ulen sie noch nicht gesehen hat. Ja, also, wir sind euch nicht böse. Es war schön, dass ihr bis dahin gelost habt. Vielen lieben Dank. Wenn ihr sagt, hey, das ist mir gleich, let's go. Ja, let's go. Ich mache mal ganz schnell den Anfang. Weil ich habe bei beiden Serien beide mal das gleich geschrieben. Ein Ziel. Well. Damn. Okay, da frage ich dich ganz persönlich. Ich würde gerne von mir aus gesehen mit der weniger guten Staffel anfangen. Welches hast du mehr gefeiert? Invincible oder The Boys? René, ja, da kannst du wieder schreiben, wir haben eine Minute nichts gesagt. Sorry, aber ich bin jetzt wirklich gerade. Das Problem ist, ich habe The Boys erst vor kurzem fertig geschaut. Also jetzt diese Woche. Und Invincible ist halt jetzt doch schon einen Monat her. Ich muss schnell ein bisschen rekapitulieren. Vielleicht, um es dir je nachdem mal einfacher zu machen, ich teile meine Meinung. Ja. Invincible war für mich besser als The Boys. Ich weiß nicht, ich tue mir gerade hure schwer, weil aus zwei Gründen. Ich tue mich schwer, die zwei zu vergleichen, weil erstens, The Boys ist abgeschlossen worden. Sprich, sie haben irgendwie die ganze Geschichte so abschließen und an ein Ende bringen. Und Invincible halt nicht.
Okay. Und ja, darum, ich finde das halt Okay. genau aus dem Grund schwierig. Ich finde es aber, ja, ich muss dazu stimmen. Ich finde, Invincible Staffel 4 hat für mich Punkte drin, die sie besser machen, ja. Ja. Wenn wir dann mit The Boys anfangen. Oder willst du mit Invincible Können wir anfangen? machen. Nein, ist gut, Okay. ja. Gut. Ich habe 2 Negativpunkte zu der Staffel 5 von The Boys. Yes. Erstens, das Ende, ich meine, ja, ist ein Stück weit absehbar gewesen. Yep. Ich meine, wenn es zu Ende gegangen ist mit dem Ding, also mit dem Homelander, what the hell? Mhm. Aber gleichzeitig muss ich ja sagen, ist es ein bisschen schwach gewesen. Ey, ich finde es schön, dass wir da gleich denken. Ich habe nämlich wirklich eigentlich noch auf einen Big Clash gehofft. Ja, genau. Das ist etwas, was ich mir aufgeschrieben habe. Es haben immer alle so eine scheiß Angst vor dem Homelander, aber er hat während der ganzen 5 Staffeln nie wirklich die Möglichkeit, zum zu zeigen, was er kann. Ja. Weil das einzige Gefährliche an ihm ist der Laser. Ja. Und er sollte eigentlich noch stärker geworden sein in der Staffel 5. Ja, und das ist überhaupt so gut wie nicht übergekommen. Nein, nichts. Ja. Eigentlich das, was er dort bekommen hat, das haben sie mir gerade wieder weggenommen. Ja. Ja, ist wirklich so. Aber also, man hat schon, ich meine, also, mir kommt eine Szene in den Sinn, wo du halt auch wieder gesehen hast, wie, ja, okay, in dem Fall mehrere, aber nein, eine ist mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen, wo unter anderem, ich habe das so witzig gefunden. Es gibt Auftritte von Schauspielern in dieser Serie, wo du eigentlich kurz mal das Gefühl gehabt hast, wait. Schau ich jetzt da Supernatural? Habe ich mir auch aufgeschrieben. Und was der Homelander nachher dort abzieht, ich habe gedacht, Aha, ja gut. okay, er hat es jetzt erst gemacht. Aber nein, durchs ganze Haus durch. Jeder einzelne von denen, der irgendwo rumgerannt ist, in diesem Haus, ist explodiert, weil er ihnen reingesäckelt ist. Ah, ist das aber nicht der Dings gewesen? Das war doch der Dings gewesen, der Soldier Boy. Nicht der Homelander. Der Homelander ist schon betäubt am Boden gelegen. Oder bin ich jetzt falsch? Nein, der Soldier Boy ist nicht so schnell. Jetzt bringst du mich voll durcheinander. Jetzt bin ich selber nicht mehr sicher im Fall. Ich habe gemeint, es sei der Soldier Boy. Der Soldier Boy, weil es ist ja so, der Ding kommt. Es kommt einer von diesen Kollegen dort und haucht ihn an und dann geht er ja in Ohnmacht. Ja, genau. Und in dieser Zeit nietet er einfach alle um, weil sie ja wollen, hey, komm, wir bringen jetzt den Homelander um, er schläft, jetzt kannst du nicht töten. Und er sagt, nein, ich will nicht. Und dann fangen sie gegen ihn an zu rebellieren. Und der steht nachher dann alle, wo eben, ja, wo in diesem Raum sind, stellt er ja voreinander her. Wo ja der Ding ist, Aber das ist doch der Homelander gewesen, nicht? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Mal, in welcher Folge war das gewesen? Das müsste, glaube ich, Folge 3 oder 4 gewesen sein. Ja, genau, der Rock Hard. Nein, oder? Ja, ich hätte es jetzt auch gesagt. Ist das der Rock Hard gewesen? Der Rock Hard ist. Oh, aber das könnte. Ich schnell schauen, ob ich es finde im Fall. Das nimmt mir jetzt gerade mega Wunder. Ich bin jetzt auch schnell am Schauen. Gerade andere Szenen auftaucht. Der Typ, Okay. wenn er Werbung für das Brünungstool macht. Ey, ja.
Hey, Rock Hard ist es nicht. Rock Hard ist. Also, es ist Episode 5, Staffel 5, ich habe es gefunden und es ist wirklich der Soldier Boy. Es ist wirklich der Soldier Boy. Ja. Weil der Soldier Boy sagt zu den einen, hey, bleibt stehen, warte, ich lasse nachher gerade raus. Und dann schaut er schnell über und dann sieht nicht der andere, säckelt auf ihn zu und sagt, ja, geht. Und dann säckelt er alle durch. Okay, das ist in dem Fall. Okay, da habe ich es falsch im Kopf gehabt. Aber völlig Aber easy, anyway, die ist geil Szene. gewesen. Einfach nur schon, wo der ja, dann bleibt einfach da stehen, eben, dann patsch. Und dann sucht er wieder und patsch, wieder den nächsten. Und Ja. das ist so gut. Ich finde es aber auch geil, und das habe ich im einen Film auch schon mal, das habe ich dort schon gut gefunden, The World's End. Mhm. Also ich meine, es war der, ich bin mir sicher, wo die Welt untergeht und all die Schauspieler halt sich selber spielen. Und ich finde das so geil. gut. Wie heißt der? Nicht Seth Rogen, der Kiefer. Der Kiefer. Ja, der mit der Brille. Wo ganz am Schluss explodiert ist. Oh, das war Seth Rogen. Ist das Seth Rogen? Ja. Also schnell schauen, wer das dort alles dabei war. Ja, Mosch, ja, voll. Seth Rogen, ja, genau. Seth Rogen. Einfach, er spielt halt, ja, er ist der Seth Rogen. Ja. Und ist jetzt gestorben. Ja. Aber die ganze Episode 5 ist super gewesen. So ein Schlachtfest, sag ich dem einfach nur. Also grundsätzlich eben, die Serie hat hure viel Gutes drin am Schluss. Ja, voll. Wie von dir gesagt, der Abschluss finde ich auch relativ schwach. Vor allem, eben, du weißt nicht, also eben, wir haben ja gesagt, Spoiler, weil der Soldier Boy, was mit dem ist, ja. der existiert immer noch irgendwo. Genau. Ganz Haufen. Gut, aber da kommt ja ein Spin-off. Richtig, ja. Aber ich glaube wiederum, das spielt vor The Boys. Ja. Genau. Eben ja, das ist so das eine, was mich ein bisschen gestört hat. Das Ende eben, Homelander hat nie wirklich seine wahre Macht können zeigen. Was auch ein bisschen ist. Auch das Ende vom Dieb habe ich so ein bisschen. Sie haben einfach irgendeinen Grund gefunden, gesucht. Also so ist es für mich übergekommen. Sie haben einfach einen Grund gesucht, den Charakter irgendwie noch zu erledigen. Und dann haben sie irgendwie da ein Ding auf. Also die Side-Story, die hättest du einfach sein lassen, mit dem Ölunfall und dass er das war und die Fische jetzt gegen ihn gestellt haben. Das ist einfach so, das hat nichts zum ganzen Schuss beigetragen. Nein, also auch grundsätzlich der Dieb allgemein, ab dem, wo er eigentlich weggeschickt wurde, dort hätte man eigentlich komplett weglassen. Das wäre schon meine Meinung gewesen. Ja, voll. Der hat jetzt 4 Staffeln lang hat er genervt. Ja. Und was ich auch komisch finde, ist, mal stimmt, sorry, nicht, das ist anders. Weil in der 5. Staffel hörst du plötzlich, was die Tiere sagen. In der 1. Staffel hast du das nicht gehört. Dort, wo er mit dem Hummer kommuniziert, der auf dem Tisch liegt. Er sagt, ich an der respektiven Ding. Plötzlich hörst du. Hast du nicht mit seinem Oktopus? Ja, aber der hat irgendwie mental, glaube ich, oder so, aber ich weiß es nicht. Ja. Aber darum bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, in der 1. Staffel hast du nicht gehört, was er mit den Tieren redet. Das kann sein, ja. Das ist gut möglich, ja. Und was ich auch ein bisschen schade gefunden habe, auch wenn wieder ein paar davon vorgekommen sind, aber Charaktere aus Gen V haben irgendwie viel zu wenig Screentime gehabt, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Mit denen hätten sie viel mehr können anfangen. Ja, auf jeden Fall, ja. Und das einfach nur schon aus dem Grund, was alles passiert ist, dort, ist schon ein bisschen schade gewesen, habe ich gefunden. Was ich auch schade finde, das kommt vielleicht dann im Spin-Off, ist der Bombside. Ja. Das ist auch ein Charakter, der und so und überhaupt. Und dann kommt er nur so 20 Minuten schnell vor, sagt, hey, ich will nicht mehr tschüss. Ja, voll. Also, es hat aus meiner Sicht ein paar gröbere Schwachstellen, eben vor allem wenn es darum geht,
sondern, wie du sagst, wie bringen wir die Leute jetzt weg? Ja, Oder die Firecracker schnell. Hätten wir noch anders können machen. absolut, ja. Und was ich nicht mehr im Kopf hatte, vielleicht weißt du das, die Ashley, Mhm. die ja plötzlich da hinten nachher, woher kommt der? Ich mag mich nicht mehr erinnern, dass sie irgendwie mal Wein genommen hätte oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das ist. Ich glaube. Das ist jetzt wirklich nur völliges Wehrweise. Ich glaube, Ja. sie hat das schon immer gehabt, hat es einfach immer versteckt. Oder so, ja. Ich glaube, so war es gewesen. Aber das habe ich irgendwie noch lustig gefunden. Das ist einfach wieder der Voldemort aus Harry Potter Ja, 1. ja, wirklich. Nein. Hey, aber sonst muss ich sagen, der Cast allgemein war immer noch top gewesen. Also eben, Ja, der Butcher ja. war super besetzt gewesen. Der Homelander, der hat Er hat alles gegeben dort. Also ich weiß auch nicht, ob es mir einfach in den vorherigen Staffeln nie so extrem aufgefallen ist. Oder ob es in dieser Staffel einfach nur schlimmer war. Aber irgendwie jedes zweite Wort, das er rausgelassen hat, war ein Fluchwort gewesen. Allgemein, es ist Immer. extrem viel geflucht worden Ja, in der Staffel also- 5. Ich meine, es gehört ein bisschen zu der Serie halt, oder vor allem zu dem Charakter auch. Mhm. Aber ich weiß nicht, wieso es in Staffel 5 ist es mir einfach extrem aufgefallen. Ja. Viel mehr. Ich finde, der Einzige, was so ein bisschen schon einfach so an den Tag gelegt hat, ist der Soldier Boy. Also der hat von mir aus gesehen die geilsten Auftritte gehabt. Ja, Allgemein. ja, absolut. Und ich muss auch sagen, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Moment schnell. Ich habe sehr viel aufgeschrieben. Nein, nicht Dürrebohnen. So. Ja, das ist mein Notizbuch, da gehe ich alles rein. Mal aufgeschrieben, ich finde es vor allem auch übel, dass sie, was für Themen dass sie manchmal ansprechen. Schwieriges Thema, so von wegen Homelander-Jugend, Mhm. dass er Gott ist und dass er so Architekturen vor sich preisgibt, so wie Es die hat- anderen. Wir haben das heute schon mal angesprochen, dass es so gewisse Parallelen gibt. Aber das ist genau das, The Boys, Homelander. So Parallelen auch zu heute, so gewisse Sachen. Yep. So, ja. Ich meine, Ja. dass sie von Tür zu Tür gegangen sind und Leute gesucht haben. Ja. Weißt du, gleich Lust auf eine Ice Cream. Ja, hey. Was ich aber, ja, eben so Themen, wo du denkst, das ist alt, also jetzt gehst du völlig über. Das finde ich auch, das hätten sie vielleicht noch ein bisschen anders können machen. Weiß auch nicht, so das ganze Gottgefüge dort, das er hat, ist ein bisschen schwierig. Ja, es ist ein bisschen. Ich meine, man hat schon immer das Gefühl gehabt, dass er nicht ganz. Ja, ist. ja. Aber es hat jetzt einfach so den Anschein gemacht, wir müssen jetzt da in die letzte Staffel noch alles reinpfutschen. Einfach irgendwie, ja, er hat jetzt noch Gottkomplex und weiss ich was und das auch noch und hier auch noch und er ist immer noch ein Baby und er hat immer noch seine Störungen und das hat er jetzt auch noch und das muss auch noch. Es hat sich manchmal ein bisschen nach too much angefühlt. Ja. Die ist schon so. Was ich aber eine sehr gute Szene gefunden habe, ist dort, wo er mit dem alten Dude allein ist und er ihn fragt, du hast gar keine Angst vor mir. Ja. Das hat nämlich so, die kurze Szene hat eigentlich fast alles erklärt, dass mit dem falsch ist. Ja, absolut. Jeder behandelt ihn wie ein Gott, darum fühlt er sich auch wie ein Gott. Aber er ist halt einfach, entweder komme ich raus oder nicht. Aber es ist vorbei. Genau. Das ist so eine Szene, da habe ich sagen, hey, die ist wirklich cool. Einfach auch einem, der ihn mal zulässt, der mit Mitleid hat. Nicht immer ja babeln und überhaupt und so. Ja. Interessant. Aber ich finde es interessant, dass wir so ein bisschen die gleiche Meinung zu dem Abschluss von dieser Serie haben. Tatsächlich finde ich noch nice.
finde es aber auch cool, dass sie der Frenchie auch ein bisschen mehr ins Licht gerückt haben. Ja, aber. Ja, also ja, dass das am Schluss Das ist ein müsste bisschen... sein. Nein. Also weißt du, ich meine, vielleicht ist es in den Comics so gewesen, I don't know. Aber. Nein, der Comic hast ein ganz anderes Ende vom Homelander. Aber. Und es ist so. Kennst du den Comic? Nicht wirklich, nein, leider nicht. Eigentlich, Spoiler für die den Comic noch schauen wollen. Der Comic endet völlig anders als die Serie. Weil im Okay. Comic innen ist der Black Noir ein Zwillingsbruder vom Homelander. Und der Black Noir hat eigentlich ursprünglich nur eine Aufgabe gehabt. Falls der Homelander durchdreht, bringt der Black Noir den Homelander um. That's Okay. it. Okay. Und am Schluss verprügeln sie sich dort eigentlich. Also, ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, aber genau, das ist das offizielle Ende, das ich mal gehört habe. Die Serie macht es anders. Darum habe ich das dann mal geschaut. Da habe ich mich nicht spoilern lassen. Ja, aber auch wieder ein Charakter, Black Noir. Ja. Das war ein Charakterblock, der hat es erstens einfach irgendwie nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Nein. Der hat so gut wie nichts zum Rest jetzt nachher beigetragen. Nein. Also weißt du, wo der erste Black Noir gestorben oder wo der gekillt wurde, ist, hat jetzt meiner Meinung nach gar keine Übung mehr müssen bringen. Nein. Weil der hat jetzt zum Schluss einfach nicht wirklich etwas zum ganzen Thema vom Homelander Nicht. und dem ganzen Drama beigetragen. So, es hat sich angefühlt wie so ein Füller. Ja, wir müssen es auch noch zeigen, dass der irgendwie so und so drauf geht. So, ja, lame. Also, the fuck? Why? Vor allem, wenn er nachher gestorben ist. Ja. Ein Superheld. So. Hä? Aber es ist allgemein so ein bisschen... Also, ich habe mir aufgeschrieben, ich finde allgemein die letzte Staffel ein bisschen die schwächste. Einfach, weil es so viele Punkte hat. Es hat kleine Sachen drin, es hat viele gute Sachen, aber es hat auch kleine Sachen, wo ich muss sagen, ja, es ist halt wirklich, sie haben gemerkt, hey, jetzt müssen wir fertig machen. Ja, voll. Genau. Aber eben, diese Sachen sind cool und ich glaube, da wird es eben wie Dings geben, eben Vorgeschichten. Wahrscheinlich wird es noch zu Gen V, wird es da noch etwas geben, Nachgeschichten und so. Bleibe ich nicht mal gespannt. Ich bin gespannt, mehr über Soulja Boy zu erfahren. Einfach so die Anfänge von dem Ganzen halt auch. Weißt du, wie das mit dem Compound V und all dem überhaupt angefangen hat. Genau, ja. Das finde ich noch. Aber eben ich im Allgemeinen finde, eben so eine Big Clash hat es noch gebraucht am Schluss. Ja, ich habe eigentlich fast jeder Folge kann ich irgendwie erwartet, jetzt tickt er aus. Ja, jetzt dreht der Tür, jetzt fällt er von... Jetzt fällt er von wüten. Der Homelander macht in dem Sinn eigentlich gar nichts. Ja. Also ich glaube, bis auf die Szene mit dem Haus und ich meine, er hat schon ein paar vernichtet oder umgebracht in dieser Staffel, aber so eine Szene, wo er dort vor den Leuten steht und einfach alle weglasert, hat es einfach nicht mehr gegeben. Nein. Und so etwas hätte ich eigentlich schier wieder ein bisschen erwartet. Ja, weil er genau so einen Gotteskomplex hat, dass er jetzt durchdreht und sagt, du machst nicht die um. Ja. Auf das habe ich eben nachher gewartet, ja. Jetzt ist mir auch noch eine Szene in den Sinn gekommen. Oder etwas, was ich auch sagen wollte, aber jetzt ist mir gerade entflogen. Flieg, kleiner Van, sollte. Ja, etwa dort hin, ja. Flieg Richtung Fixierung. Ja, schau. Nein, aber eben, sonst im Allgemeinen völlig okay. Kann man schauen. Aber eben, wie gesagt, jetzt zu erwarten. Das ist meine Meinung. Es ist ja die letzte. Es ist ja Finale. Also von dem her. Ja. Genau. Ja. Ja, Nein, dann. Ja, hast du noch etwas, oder was? Nein. Dann kommen wir zu der nächsten blutigen Schlacht. Eine. Genau. Hey. Ich muss sagen, die letzte Staffel Invincible habe ich okay gefunden.
ist nicht an die erste oder zweite angekommen. Ja. Aber die vierte, und da sind wir wieder beim gleichen Thema wie vorher, die hat mich einfach wieder abgeholt. Und zwar lore-technisch. Ey, ja, es ist so gut gewesen. So gut. Wirklich. Es ist so gut. Um die ganzen Wildrumiten, wie heißt der jetzt schon wieder? Welcher? General, weißt du, der Der General Frog. Und all die, das ist einfach. Ja, vor allem, was da alles abgegangen ist, Mann. Ja. Du hast immer das Gefühl, fuck, hey, der Omni-Man, Invincible, das sind so die, weißt du, da kommt das Frag und einfach, die anderen sind einfach so Zweiklässler. Ja. So eine 7-Jährige, also so 2 7-Jährige oder ein 7-Jährige und ein 10-Jährige gegen so einen 30-Jährigen. Ja, genau, wirklich. Der 30 Jahre nichts anderes gemacht hat, als prügeln. Ja. Und nichtsdestotrotz, und vor allem gegen Schluss, also am Schluss dann dort, ich habe es, auch wenn er so übermächtig ist und auch hässig ist, das Frag. Zuerst hat er mich mega aufgeregt. Ja. Und nachher habe ich sagen, damn, das ist so... Das ist ein brillanter Schachzug. Aber ja, einfach ein brillanter Charakter. Er ist hässig und alles, er sieht aber, so überleben wir nicht. Wir müssen so und so vorgehen. Und dass er schlussendlich irgendwie auch durchbringt, dann halt. Ja, aber... einfach der Charakter, das ist einfach... Was ist das gewesen? Er hat mich mega überrascht. Was ist das gewesen? Die zweite oder dritte Folge, wo die Vorgeschichte war von Nolan? Oder was mit den Vultramiten passiert ist? Ja. Das stehst du. Und nachher siehst du so, wie er irgendwie Kinder unterrichtet. Und du weißt ja nicht, dass es der Nolan ist. Ja, voll. Und dann wird er einfach von 2 Leuten verprügelt. Aufs Gröbste. Ja. Einfach bam, bam, bam. Du bist jetzt volljährig. Genau. Blut spritzt überall. Irgendwie, weißt du, gucker was aus. Er überlebt knapp. Nachher die Frau fliegt davon und sagt, du bist erbärmlich. Ja, und dann voll. sagt der Vater so voll, ja, nimm es nicht zu ernst. Komm, geh dich waschen und du kannst gehen. Genau. So, was ist mit euch nicht gut? Ja, oder auch schon den Kind sagen, ja, morgen ist die und die Prüfung. He? Du kämpfen das erste Mal gegeneinander. Nehmen die Waffe mit. Und du so. Ja. und dann steht einfach so das 4. dort und so, ja, du bist eh schwach. Und dann fängt es einfach voll auf ihn prügeln. Ja, es ist so kaputt. So, what the hell? Ja, und nachher, also die ganze Storyline dort mit dem, ich sage es jetzt, wie es ist, ein Genozid, den sie ja dort durchführen. Eigentlich. Das ist übel, brutal. Absolut. Hey. Und dann denkst du so, Alter, ihr habt schon Millionen verloren. Und dann sagt der Frack, ja, wir tun jetzt einfach nochmal die Schwächsten ausmerzen. Ja. Und dann schlägen sie einfach den ganzen Tag noch einmal. Am Schluss haben sie irgendwie noch wie viel? 50 Nasen sind es. Ja, ich glaube es, ja. Einfach nur so eine Handvoll Leute, die nachher noch dort stehen, das Blut bespritzt. Ja, gratuliere, ihr habt überlebt. Und das Geilste ist, was machen sie mit den Leichen? Ja, komm, wir machen einen Saturnring aus Ja! What the fuck, ey? Das habe ich auch gedacht. Wer kommt auf die Idee? Ja, wir bringen jetzt einfach ins Weltall raus. Ja. Dort sind sie gut konserviert. Ja, hey, nein, ja. Also. Ey, grundsätzlich, also alles, wirklich die Staffel, die hat recht üble Sachen mitgebracht. Ja, voll. Und ich bin wirklich mega gespannt, was abgeht. Ja, voll, absolut. Also ich hoffe, es geht. Haben Sie schon etwas gesagt, ob es weitergeht? Ja, also es geht sicherlich noch weiter, weil ich glaube, nach dem alles muss es weitergehen. Es ist ein geiles Loch. Invincible Season 5 is officially slated to premiere on Prime Video in early 2027. Okay. Wahrscheinlich etwa zum Gleichen. Ja, wahrscheinlich wieder so Anfangsjahr, ja. Und ich finde es auch mal cool, sind sie mal ein bisschen weggekommen von der Erde. Ja, voll. Weil auf der Erde hast du jetzt plötzlich, dort hast du den Turnus vermerkt. Es sind immer wieder die gleichen Feinde und überhaupt. Was ich aber krass finde, ist die Entwicklung von Mark. Wo wirklich jetzt denkst,
Alter, jetzt hast du es gecheckt. Weil die ganze Zeit einsperren und dann können wir es wieder raus, reicht nicht. Mhm. Und er überlegt sich mehr wieder einen umzunieten. Ja, aber Das auch ist... genau einfach auch der Kampf, wo halt. Mhm. Und da habe ich nachher einfach den Vergleich gezogen, halt auch eben mit dem Superman und so, weißt du, der Kampf so von wegen, eigentlich sollte ich nicht, ich sollte es dann nicht umbringen, aber wenn Mhm. ich es nicht mache, dann wird es einfach nur schlimmer. Da mit den Das Quiz, ja. Squids, ja genau. Und wo er dann halt einfach, ja, ich sage mal, in saure Äpfel beißt und sagt, ja, ich bin nachher wieder der Böse, aber wenn ich es jetzt nicht mache, dann Mhm. wird es einfach wieder schlimm und dann bringt er um und alles ist eigentlich nachher gut, aber er ist halt wieder der Böse, weil er wieder jemanden umgebracht hat. Ja, weil er halt immer noch das Zepter von seinem Vater mitnimmt, wo durch Ja, weil sie die viele Leute umgenietet hat, oder? ja, Was ich ein bisschen Mühe habe, ist immer so ein bisschen das Kräfteverhältnis von Mark. wie I- meinst du? In der einen Folge kämpft er gegen irgendwie so einen Überhöllenlord und prätscht dem einmal in die Fritten und platzt ihm den Kopf weg. Mhm, mhm. Und nachher kämpft er auf der Erde gegen wieder die Aliens, die aus diesem Portal kommen und die verprügeln ihn einfach. Ah, ja, ja. Weißt du, Aber ich so, glaube, das hat dort auch mehr damit zu tun, dass bei diesen Aliens läuft ja die Zeit anders. ja, ja, Und ich glaube, es hat auch mehr mit dem zu tun. ja. Gut, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist, die eine sagt ja, die Roboter sind dafür geschaffen, die Vater in Schach zu halten, nicht ihn. Und Mhm. zwischen ihm und seinem Vater ist ja schon ein riesen Gap. Ja, ja, absolut, Also, ein absolut. riesen Gap. Hey, und der Kampf gegen Conquest. Oh. Also ich habe ja den ersten Kampf gegen Conquest in der vorherigen Staffel schon geil gefunden. Aber der jetzt ist einfach nur so, ja, wir machen es gleich einfach nochmal, aber ein bisschen besser. Ja, und das Mal war er allein. Also er hat Ja, ja nicht ja, irgendjemand gekannt. Er hat einfach einer der stärksten Vultramiten einfach schnell ja, erwürgt. ja. Das ist ganz heftig. Ja, und Gewesen, vor allem wie der andere ihm der innen andere, rumnuelt und ja, immer noch ey, den ich kann Arm fast nicht rausreißt. mehr, Und ich so, ich verleide ja viel, aber ich kann fast nicht mehr schauen. Ich dachte, hör auf, mach ja, ihn einfach, ist gut. Ich weiss, er stirbt, hör nicht auf, ist gut, ja, ist ist gut. gut. Hör auf rausreißen. Und dann lenkt Ja, er gleich noch einen rein und nimmt nochmal zieht so noch eine mehr. Handvoll raus. Oh. Und der andere schreit und es ist so krass, krass, krass. Ja. Aber nichtsdestotrotz, hingegen seiner Entwicklung finde ich auch die Entwicklung vom Nolan finde ich super. So der Wechsel. Ey, was will ich eigentlich? Was ist wichtig? Ja, ja, aber ich habe es gleichzeitig ein bisschen schwach gefunden. Weil es Ja. so, der Sinneswandel, ich meine, ja, es ist krass, dass Scheiß passiert. Ich meine, der ganze Krieg, jetzt und alles Mhm. drum und dran, gegen die Varianten, also die Inselvarianten und so. Aber der Wechsel ist für mich, also der Sinneswandel ist für mich wie so ein bisschen zu schnell passiert. Ja, Habe ich gut, das ja. Gefühl. Also in der letzten Staffel und dann jetzt plötzlich ist er voll auf der Seite von Alan. By the way, immer noch absoluter Favorit. Der Charakter ist einfach so geil, Alan the Alien. Alan the So, wer Alien. die Idee hat, den zu machen, Hut ab. Ja. Alle Credits verdient von mir aus. Vor allem, sie haben nur ein Zimmer auf dem Flug. Auf dem Ja. jede Nacht. Und der Arm Jede Nolan Nacht. liegt dort Ja, mit auf dem dem Sofa. Küssen. Ich kann nicht mehr. Weil die anderen hinten noch am Poppen sind. Ey. Ah. Ja, aber so einfach, ich habe das Gefühl gehabt, der Sinneswandel ist viel zu schnell passiert. Auch wenn er immer wieder mal damit hadert, das merkst du auch immer wieder. Aber das ist so, einfach so, weiß nicht. Ja, Aber vielleicht auch, was so ein bisschen schwierig ist zum Einschätzen, ist, wie lange sind sie auf diesem Planet, er und der Mark und der Dings. Weil für uns kommt das irgendwie vor, als wären das 2 Wochen, aber das sind, glaube ich, Monate, wo er dort ist. ja, eigentlich. sie sind, glaube ich, sehr lange da gewesen, wo nach dem Kampf gegen Conquest, ja voll. Mhm. Ja, ja. Ja, nein, das ist, aber ich habe sie gestern im Barracks vorgeschlagen. Mal schauen, ob er sie schaut.
weil er hat sie nicht gekannt. Aber als ich The Boys erwähnt habe, hat er gemeint, ja, ich glaube, vielleicht schaut er mal rein. Was ich auch kann sagen ist, eben, sie haben den Humor auch nicht verloren. Ja. Sie haben wirklich den Humor haben sie nicht verloren. Der immer wieder so ein bisschen Einspieler macht und so. Ich finde es auch. Das Raumschiff, das ist einfach die reinste Wundertüte. Ich finde das immer so geil. Ja, mal schauen, ob es funktioniert. Ja, wir sehen ja, ob es geht. Ja, mal schauen, wie weit das bekommt. Und jedes Mal geht wieder irgendetwas runter und so. Ja, wir haben jetzt noch das verloren. Ja, brauchen wir es? Ja, eigentlich schon, aber mal schauen. Was, ihr habt noch andere Zimmer? Ja, ihr habt ja nicht gefragt. Ich habe gemerkt, ihr machen zusammen Sachen. Nein! Genau. Ah, ist so gut. Ja. Super. Ja, die huren Viecher auf diesem Planeten, die Eidechsen. Wo eigentlich alle Vultramiten so schnell können zerfetzen können. Ah, ja. Die Lizardman. Ja. Auch wenn es die eingesetzt haben, weißt du? So gut. So kaputt. Ah. Ja, dann komm, wir gehen jetzt nicht 2-3 von denen holen. Da jetzt das Licht ein bisschen aufmachen. Bam, ja, nicht das ganze Licht. Das ist so gut. Es passiert ein Scheiß nach dem anderen. Aber ich finde es gut, es erzählt die Story. Aber vor allem das mit den Vultramiten. Ich freue mich dort richtig. Und vor allem bin ich auch gespannt, was mit denen passiert, die durchs Dimensionsportal geflogen sind. Mit dem Robot und mit der... Ja. Wie heisst sie? Die Monster Girl oder so? Monster Girl, ja. Ja, voll. Das habe ich ja schade gefunden, dass du einfach so nicht mehr gross erfahren hast. Ja, wir schauen, wenn wir es zurückholen können. Ja. Aber wir müssen jetzt zuerst mal das und das machen. Und ja, okay, I guess. Ja. Aber grundsätzlich Staffel 4 ist sehr, sehr gut. Also ich habe die wirklich prächtig gefunden. Ja. Absolut. Wieder das Jahr warten bis dorthin, Mann. Ja, das ist so schlimm, hey. Es ist, aber ja, also aber ich habe noch viel zum Schauen. Ja, ich habe also tatsächlich, die Liste wird nicht kleiner. Ich bin gerade auch wieder an einer Serie dran, wo ich auch lange gewartet habe. For All Mankind bin ich jetzt gerade dran, der aktuellen Staffel. Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, was auch immer, die da gerade hören, schauen, ihr gehört, wir sind noch lange nicht fertig. Falls ihr noch irgendwie eine Idee habt, oder auch Kritik oder was auch immer, ihr könnt uns das gerne schreiben auf allen möglichen Plattformen. Wir sind irgendwie erreichbar auf Discord, auf Instagram schreiben. Genau, oder einfach hier im Podcast drin. Schickt uns ein Mail, wenn ihr wollt. Genau. Hätten wir eigentlich alles vorher sagen sollen, bevor wir das Spoiler gesagt haben. Wieder mal verhängt. Genau. Hey, aber cool. Und Blackjack, es macht immer noch, auch nach 2,5 Jahren, macht es immer noch mega Spass, weil jetzt die 2 letzten Themen, du hast wieder richtig gemerkt, wir blühen so richtig auf in dem. Voll. Und es ist immer noch geil. Ich freue mich jeden Monat drauf, wenn ich sehe, diese Woche haben wir wieder Aufnahmen. Geil. Ja. Aber ich finde das so schön, weil ich sage es jetzt ehrlich, wir haben schon nicht so viel Kontakt. Und wirklich, ich finde es immer sehr herzig, wenn wir wirklich beide probieren, wenn wir irgendwie so im Discord hocken, nicht sagen, hey, ich hatte noch das und das. Ja, genau. Es ist so. Und das Problem dort ist immer, ich hocke sehr viel mit anderen Leuten im Discord und dort schnurren wir halt über das. Ja. Und wenn du nachher auch noch reinkommst, ich so, nein, das sollte ich eigentlich nicht sagen, sonst haben wir einen Podcast nicht mehr zu erzählen. Es ist so gut. Es ist so gut. Aber hey, ja. Genial. Genau. Und für die bis dahin zugelassen haben, auch noch einmal, merci vielmals. Danke vielmals. Haben wieder ein bisschen durchgehabt. Und, genau. Wir knacken jetzt extra 3 Stunden Marke nicht heute. Weil sonst verfallen wir ja wieder in alte Muster. Das wollen wir richtig, möglichst verhindern. Gell? Ja, also, gut, ich könnte jetzt einfach nur Namen aufzählen, die ich weiss vom Herr der Ringe Silmarillion und dann sind wir auch bei 3 Stunden. How about no?
Aber ja, no. ja, Aber nicht. denke auch nicht. Ja. Ja, in dem Fall. Hey, dann, man hört sich nächsten Monat. Richtig. Dann glaube ich, sind wir fertig. Da. Ja. Machen wir Bam Bam. Aber fertig. Aber Flasche fertig. zu, Flasche leer. Strunzwein, Flasche leer. Tschüss.